bin spät. Ich bin spät. Oh, ich habe diesen nicht gestartet, alle flippen aus. Birgebo. Ich habe mich nicht mehr selber. Verdammte Axt, ich bin zu spät. Ich habe noch schnell eine Grenze auf den Bälle aufmachen müssen. Fix läden, so, wieso ich mich selber mache die Scheiße aus. Sie fix noch mal sauber spät. So, schau dir mal auf die Seiten, degel dir mal auf die Seiten, tröte her, so, jetzt sind wir beieinander. Hau hier ins Biergarten, 20 Uhr, Micke. Schauen uns wegen der Gaudi. So, jetzt pass mich auf. Das muss ich erst mal sammeln. Ja, bin spät. Moment, ich muss die Lehne in eine aufrechte Sitzlage befördern. Und dann, Kruzifix, was ist denn da schon wieder alles los? Wen haben wir da? Herr Kubala, Sepp, merci für 37 Monate. Wer hat da bei einer gestellt? Pauxi, merci, weißt du, wenn ihr in den ersten Minuten einer scheißen müsst. Ich wollte euch trollen, es war pure Absicht. Manu, merci für dein 10er, das ist 2 und du weißt das, Timmy Boy, wir haben heute nicht synchron, aber das ist wurscht. Timmy Boy, merci dir, Peter, merci dir. Auch ein schöner Mikrostream. Kriegst du mal einen Haufen, damit nichts passt. Ja, genau. Habe die Ehre an den Yoda, an den Grotz, an den Flip, an den Forest Water, an den Tobi, an den Huber, an den GTA, an den App, an den Sumselglück. Das Sumselglück, glaube ich eher. Oder die Sumselglück. Ich glaube, das haben wir schon einmal gehabt. Nein, das Thema los mal. Lümzepp! Wieso kann ich das da nicht lesen? Wieso ist denn der Monitor wieder so klar? Grüezi, fix, das willst du mir ja nicht die 5 Minuten vorher da sitzt, dann geht wieder gar nichts. Lümzepp, merci dir. Habe die Ehre, Bier, es war ein lustigen Stream und schon mal Triple F von mir und bei Hacker für den ganzen Fleiß, den er sich da oder hat. So 100%ig, ich kenne ja die Vorarbeit gar nicht. Okay, was tun wir mir heute? Jetzt chillt's mir mit einer Runde rein. Mit Let's Play Lemminge kann man eventuell ein Problem kriegen. Dazu später, irgendwann einmal mehr. Flo, merci dir. Timmy Boy, nix Leerzeichen. Schluss mit dem Bums. So, Kruzifix, das hätte dieser Saubertsgras eingestellt, weil ich die letzten 4 Wochen die ganze Zeit einen Helm aufgehört habe. Ja, goddammit. So. Phase 1, bevor es ihr erst mal Habitäre zu mir sagt, sage ich Habitäre zu euch. Zweitens, bevor es ihr Habitäre zurück zu mir sagt, sagt ihr erst einmal Triple F im Bahako. Was auch immer da heute auf uns zukommt. Was zur verfickten Hölle machen wir heute? Heute ist so ein bisschen eine Mischung aus Birger besenft und Blätschmerz, glaube ich. Und ansonsten werde ich mich genauso zurücklehnen wie ihr und mal schauen, was der da zusammenzimmert hat. Also es passt sowas. Ich hoffe, ich gebe das einigermaßen wieder. Ich hoffe, der Bahako Sepp ist da und hockt nicht irgendwo in einer Drecksspätschicht oder sonst irgendeiner Scheißdreck. Also folgendes. Bahako hat bei mir im Discord, ohne mein Wissen, bald schon Sepp, Schluss jetzt! Ja, ich muss mal schauen. Habe dir gestern mein LKW-Schein Klasse CE bestanden. Gleich mehr Lohn, gleich mehr Donos. Das ist der Oslo. Das ist sehr gut für mich. Herr Baltschmann, GZ. Und GZ mir. Und GZ allen Beteiligten. Herr Baltschmann, merci dir. Biermann, merci für den Drilling. Was machen wir noch heute? Triple F im Bahako. Nur die ganze Zeit 2 Stunden lang. 2 Stunden lang. Wo ist der Bahako? Ist der da? Warte, da muss ich kurz ins Discord reinschauen. Wo ist er denn? Wo ist denn der Grippe, der? Ist er da? Falle ist er da. Es hätte mich ja gewundert, wenn er nicht da ist. Das war nichts gewesen. So, jetzt passen wir auf. Jetzt muss ich da mal schon das Video aufmachen. Zack, nein, schließen. So, ganz zurück. Den Scheißdreck machen wir zu. Mich selber brauchen wir nicht sehen. Wunderbar. Also, jetzt passt so. Ja, du warst. Na, jetzt ist er ruhig, Mann. Aber wir stehen gleich, was wir heute machen. Sonst wären wir wieder nicht fertig. Triple F, mir ist wieder ein Euro für Marco. Dominik, was der aus der Spätschicht als Bierstapler fahren? Warum fährt man um 10 Uhr auf die Nacht Bier stapelweise umeinander? Verstehe ich nicht. Fritzler, merci dir. Kuss auf den Nuss. Switchblade, merci für 4 Monate. Gaudi, merci für 15. Servus aus der Spätschicht. Schaffe und Bier schauen. Gibt's was Besseres? Ja, Bier schauen ohne Schaffen. Gibt's von mir Stereo-Thumbs-Up. Du. Merci dir. So, also jetzt bei sowas. Der Bahako hat bei mir im Discord, ohne mein Wissen, ja, also ohne, ich habe ihm das weder gesagt, noch irgendwas, ist einfach selber draufgekommen. Ich weiß leider Gottes nicht mehr genau, wann er da damit angefangen hat. Ich glaube aber Ende letztes Jahr, schon im Dezember irgendwann. Hat er im Discord irgendwann angefangen, ellenlange Excel-Listen, glaube ich, zum einer scheißen oder so Umfragegeschichten und da waren Clips drin. Ich habe nichts davon angeschaut, weil ich mich halt auch überrascht lassen wollte, mehr oder weniger. Oder ich sag's wie es ist, der Bahako ist mir nicht besser. Dass man denkt so, ja, da wird wieder irgendwas angefangen, was nicht fertig wird. und hat es aber dann durchgezogen. Ja, ich weiß nicht, was er alles zusammengetragen hat, irgendwelche Vorkommnisse aus dem letzten Jahr. Und da drin hat die ganze Community dann abstimmen können, so von wegen, was war das Beste und Community Awards halt einfach. Ich habe damit absolut nichts zu tun, außer natürlich, dass es um den Content von meinen Sachen geht. Und irgendwann, wann hat er seinen Post? Am 15., das war vor 4 Tagen, das war am Samstag.
schreibt einer, die Birger Community Awards 2025 mit einem YouTube-Video. Manche von euch haben es auch schon gesehen, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe die ersten 2 Minuten gesehen. Hab gesehen, was er da drin hat und dann habe ich gedacht, Alter, das Ding dauert 1 Stunde und 10 Minuten. Da hast du vollkommen den Verstand verloren. Was ist mit dir, Alter? Und er hat dazu geschrieben, PS, bevor jemand fragt, nein, das ist nicht meine Stimme, die man da hört. PPS, jetzt auch mit Kapitel, falls sich jemand bestimmte Stellen ansehen möchte. Da hat sich auf alle Fälle jemand unfassbar viel Mühe gegeben. Das ist das Erste, was ich da sehe. Und ich glaube, das kann man sich dann... Ich habe nicht gewusst, was wir heute spielen sollen. Ich sage das ist darum schauen und so. Nein, natürlich nicht. Ein perfekter Zeitpunkt am Montag, sauer durch KCD 2 durchdüdelt. Ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass es vorbei ist, sage ich, was ist. Also es hinterlässt so eine Leere, weil ich nicht so recht weiß, was wir die nächsten Wochen spielen sollen, weil es verschoben worden ist. Gut, sie fix. Und heute machen wir halt das. Mal gemütlich. Du, da lerne ich mich zurück und schau, was er zusammenzimmert hat. Das sagt er ich. Und in 3 Minuten fangen wir an. Ich hoffe, ihr müsst es mir unbedingt, wenn ich da anfange, wieder jede 20 Sekunden auf Pause zum Drucken und irgendeine Scheiße zum Labern, dann müsst ihr immer sagen, oh Gott, hör auf Pause zum Drucken! Du fetter Vollidiot! Warum? Ihr kennt's mich, ich kann aus einem 5-Minuten-Video Birger besänft, kann ich 1,5 Stunden machen. Wenn jetzt dieses Video 1 Stunde und 10 Minuten dauert, dann kann man echt ein Zeitproblem kriegen. Und ich möchte schon fertig werden. Mr. Starter im ersten 24 Monate. Gibt's die auch noch? Ich wüsste, dass ich ein gutes Spiel für die. Hau ab! Ha, was denn? Tetris nicht. Hau ab! Bahako im ersten 24 Monate. Melde mich anwesend, PS, war eine Umfrage Ende Dezember. Ja, schau her. Also ich hoffe, du bist da im Chat, wenn ich irgendwelche depperten Fragen stelle für die Community, dann kannst du das im Chat beantworten, so hoffe ich. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wir haben uns vorher nicht recht lange unterhalten. Ich hab bloß gefragt, so mit, okay, schauen wir das, hab ich das überhaupt gefragt, ob das okay ist, dass man das anschauen wird. Muss ich schnell in den Chatverlauf einschreiben. Na, er war dann sogar noch so nett, dann hat man sämtliche Timestamps geschickt, wo die Musik geclaimed wird und so weiter und so fort. Das sind aber 5000 Stellen, das ist mir einfach wurscht. Herzallerliebster Nachschau-Squad. Wer da jetzt nicht live dabei ist, der wird sehr, sehr, sehr... Ruhe jetzt! Da laut! Bombaser Sepp! 40 Monate geschissen! Ja, wenn er da wieder dabei Birger, lass uns einen guten Abend werden. Ja, ich hoffe es, das hängt alles vom Bahako ab. Ich tue da gar nichts. Heute nicht. Jack the Ripper mehr so für 46 Monate. So, bin ich auch wieder da, bin gespannt auf das Video. Ja, ich auch. So, wie gesagt, ich hab's wirklich nicht angeschaut. Ich weiß überhaupt nicht, was überhaupt los ist. Ich sag das, was ist. Also, wenn du jetzt da eine Dreiviertelstunde einen Porno eingebaut hast, dann muss ich sagen, dann ist das der krasseste Troll-Move, den ich jemals gesehen habe. Wer nicht live dabei ist, hat Pech. Das wird der Sebian das schreibt. Herzallerliebster Nachschau-Squad. Ich werde nachträglich, wenn diese Claims da sind, weil das Problem ist also ein bisschen, wenn es echt Fake-Claims sind, dann stinkt es sehr nach Strike. Und das war natürlich extrem ärgerlich. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass mich der Bahako ausstrikt, aber wenn er da Musik genommen hat, die, weiß ich nicht. Was schnell! Gas, Alter! Ja, lass mich dann fertig schmerzen, sonst müssen wir überziehen. Timmy Boy, Test, du fetter Vollidiot, ja, verpasst. Ja, so ungefähr. Aber bloß im Chat, nicht in Donations. Das war eine geschmeidige Sache. So. Herr Meier, jetzt wird 20 Monate und jetzt machen wir mir die Alert-Sounds aus und dann ist nämlich da Ruhe. So. Also, für mehr gibt es ja schon gar nicht zum Sagen. Der Bahako hat das Video selbst bei sich aufgeladen. Ist eine Frage, wie linke das jetzt da rein? Das linke am Schluss rein. Und am Schluss scheißt ihr ein Abo rein und smash den Like-Button und dann war's das eh. Und ich verlange vom Bahako, dass er dahinter schreibt, Birger Community Awards 2025, bei Bahako. Weil ich überhaupt nicht wissen möchte, wie viel Stunden Arbeit du da eingeschissen hast. Angefangen beim Planen bis zu diesem fertigen Video. Ich mag's überhaupt nicht wissen. Eigentlich mag ich es schon wissen, du darfst das gerne reinschreiben. Ich weiß zwar nicht, ich zähle bei meinen Videos nicht mit, deswegen weiß ich es selber nicht so genau, wenn mir jemand fragt, wie lange brauchst du für so ein Auto eigentlich? Ja, was weiß ich nicht. Pro Lauf der Minuten 2-3 Stunden. Von wirklich Anfang Idee bis fertig. Ich weiß nicht, mir wurscht. Eigentlich ist es mir nicht wurscht. Schön was, wenn es 3 Minuten dauert. So, jetzt züselt wir uns da noch schnell was rein. Und dann machen wir das zu und das zu. Ist da sonst irgendwas auf, was keinem was angeht? Nö, das passt. Damit da nichts ins Hosal geht. Und dann machen wir diesen hier. Obacht. So. Funktioniert das alles so, wie ich es eingestellt habe? Ja. Ein kleiner Chat lasse ich rechts unten da. Das glaube ich ganz interessant zum Mitlesen. Warum eskaliert denn der so stark? Was ist denn da los? Was ist da los? Was ist da los? Holy Placement. Nein, das ist immer noch
das ist immer noch die haben ja mal angefragt vor 2 Jahren und haben gesagt, ja, da schickt mir da was zu. Und das Ding habe ich halt immer noch. Was soll ich machen? Der ist noch am Anfang. Ja, ich glaube auch. Da schreibt der Bahako, schwierig zu sagen. Ich würde mal sagen, an circa 7 Tagen im Q1 jeweils circa 3 bis 4 Stunden. Also so irgendwas zwischen 20 und 30 Stunden. Das ist für gar nicht mal, um ehrlich zu sein, jetzt für eine Stunde, 10 Minuten, gar nicht mal so wenig. So, dann halt jetzt mal Fotzen, bin gespannt, was kommt. Drehen wir die Musik auf Anschlag und dann drücken wir auf Play und schauen wir, was passiert. Wir sind schon anfangen. Birger besänft ist das beste Format. Der Frei bloß da sitzt und scheiße da, das ist das Beste. Und Claim! Zweiter Claim. Strike 3, 2, 1. Servus, habe die Ehre. Ich bin der Foodlover Franz und darf euch ganz herzlich zu den diesjährigen Burger Community Awards 2025 begrüßen. Nachdem ich Und das ist der Teil, bis daher habe ich es ungefähr gesehen und wie ich gesehen habe, ich habe keine Ahnung. Und ich hoffe für die. Du hast nicht für irgendwelche KI-Software-Sachen Geld ausgeben, damit du den Typen animierst. Und wie ich das gesehen habe, ist mir eigentlich vollkommen wurscht, was in diesem Video kommt. Ich glaube, das geht das ganze Video lang so. Ich möchte überhaupt nicht wissen, wie viel Arbeit das war. Was mich aber interessieren hat, ist, du hast schon geschrieben, es ist nicht deine Stimme. Ist es eine pure KI-Stimme, eingegeben von Text? Oder hast du das eingesprochen und einen Stimmverzerrer, KI oder sonst irgendwas drüber laufen lassen? Das würde mich interessieren. So, das war jetzt die erste Pause. Ich weiß schon, ich bin schon stark, geht schon weiter. vom Burger erschaffener Charakter bin, können wir uns, denke ich, alle vorstellen, wie niveauvoll die ganze Veranstaltung heute wird. Wir blicken gemeinsam auf das Jahr 2024 zurück. Ein Jahr mit vereinzelten Highlights und so manchem Lowlight. Also genau wie die aktuelle Saison der 60er. Im Vorfeld zu dieser Show hattet ihr, die Community, die Möglichkeit, eure Favoriten aus all den unvergessenen Momenten zu wählen. Und heute ist der große Tag. Wir lassen all die Momente noch einmal aufleben, enthüllen die Ergebnisse eurer Wahl und verleihen die begehrteste Trophäe des Abends, den goldenen Rage Burger. Vorsicht, nicht zu verwechseln mit dem goldenen Reichsbürger. Klingt ähnlich, ist aber was anderes. Die Streams vom Burger liefen nicht immer reibungslos ab. Mehrmals gab es letztes Jahr Verbindungsabbrüche, wegen denen teilweise Streams abgestürzt sind. Wie sich nun herausstellte, ist anscheinend... Ich sag das, wie es ist. Im Foodlab bei Franz Video, oder wo ich die Sims nachgemacht habe, ich bin nicht drauf gekommen, dass man den so synchronisieren kann. Gute Idee, oder? Das ist eine richtig gute Idee. Die ganze... halt doch nicht mal. Zitat, seine seltsame Verkabelung dafür verantwortlich gewesen. In Fachkreisen bezeichnet man ihn aufgrund seines Wohnortes mittlerweile auch nur noch als Landau. Auch mussten wir letztes Jahr Abschied nehmen vom Podcast Spezialwirtschaft. Ein Podcast, in dem weiße Männer über aktuelle Themen reden, nichts Sinnvolles dabei rauskommt und das Woche für Woche. Anstelle von Podcast... Ich möchte kurz auf Pause drücken, damit sich jeder das gute alte Hide the Pain Burger Battle verinnerlichen kann. Dass ich die letzten 2 Zeitungsartikel verboten habe, dass sie es hernehmen. Stimmt nicht. Ich habe sogar gesagt, wenn sie es haben, nehmt es her, meine Community lacht sich tot. Hätte man auch Bundestag sagen können. Blechschmatz gehört zwar zu den Streams dazu, primär geht es aber um Spiele. Seit letztem Jahr gibt es auch endlich die nächste Stufe von Games, nämlich die AAA Games oder auch Quadruple A Spiele genannt.
Und nachdem Trump in den USA... Weißt du, woran ich glaube, dass das deine Stimme ist mit einem Verzerrer? Dieses und so. Das macht der KI normal nicht. Glaube ich. Und sonst ist es so richtig gut. an der Macht ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir die ersten KKK-Spiele bekommen. Alternativ können wir uns auch über das neue Auto von Elon Musks Tesla freuen, das ab sofort in der Grünheide produziert wird, nämlich das neue Modell SS. So. Sag mal, möchtest du mich mit Gewalt aus dem Leben striken? Sag mal! Tesla Modell SS. Der fährt immer mit der rechten Flügel die oben so durch die Wegschicht. Reicht jetzt mit Politik? Kommen wir zurück zum Wesentlichen. Es gäbe noch so viel mehr, über das man reden könnte, was die Streams vom Bürger betrifft. Aber wir hören ihn heute noch oft genug, von daher würde ich sagen, fangen wir einfach an. Neben den ganzen Preisen und schlechten Witzen, verstehen Sie, wegen Preisen, naja, egal, gehören zu einer Wortshow natürlich auch komplett unnötige Musikacts, auf die eigentlich gar keiner Bock hat, weil alles schon viel zu lange dauert. Und zum Auftakt des heutigen Abends darf ich nun das legendäre John Williams Orchester begrüßen. Viel Spaß! What? Starke Performance, aber leider viel zu kurz. Den Satz höre ich normalerweise nur von den Frauen. Moment, ich höre gerade, John Williams hat aufgrund des gerade gesehenen Auftritts sein Orchester aufgelöst. Auslöser soll die Performance eines Trompetenspielers gewesen sein. Zitat: Wenn ich schlechte Bläser will, dann gehe ich heim zu meiner Frau. Schade. Naja, da machen wir doch am besten gleich weiter mit der ersten Kategorie des heutigen Abends. Bester Pro-Gamer-Moment. Situationen, in denen unser Chef zeigt, wo der Baddel den Most holt. Kategorie bester Pro-Gamer-Moment, da bin ich jetzt gespannt, oder? Was? Platz 4. Elden Ring Easy Boss Fights. Oh Gott! Und die muss ich auch zeigen mit der Chester hier. Der hat sogar wirklich... Wieso bin ich hier nicht mit dreiviertel die? So, Mann, du kannst... Das ist was so viel einfacher macht. Naja, so viel einfacher macht. Hey, gegen Marlene aufs Maul zu kriegen ist keine Schande. Und der Mock war auch gar nicht einfach. Und das gegen einen Drachen war kein Pro-Gamer-Moment, das war einfach bloß sinnloses draufgeprügelt. Platz 3. Achso, bin schon da, Entschuldigung, was? Platz 3? God of War. First Boss, First Try. Oh, das sag ich nur Pro-Gaming. Das sag ich nur Pro-Gaming. Was soll das denn? Du kannst doch nicht einfach Gameplay mit 300% Geschwindigkeit einlassen und es ist lustig. Halt doch dein Maul! Wie lange haben wir gegen den Bären gekämpft? Was ist da? Pro-Gamer-Moment! Jetzt kannst du ein bisschen vorskippen, okay? Darf ich? Ich weiß nicht, wie lange hast du das einblähen? Du kannst doch nicht ganz klar schreiben! Ja, jetzt ist es auch schon wurscht. Ist das nicht eigentlich auch der klar? Ah ja, tatsächlich. Ja, komm schon los. Platz 2. Creepy Tale, Burger Homes. Schreibt da mal jemand mit, schnell. Das ist auch schon wieder ein Jahr her. 2, 4, ja, finde 1. Hast du eine Ahnung, wie viel von denen Pullis das ich habe? 2, 4, 1, 3.
2, da ich jetzt mal da interpretieren. Was? Dann das Viereck. Das 4. Eins ist der Punkt. Und 3 ist das Dreieck. Oder wenn das jetzt stimmt. Was für ein behinderten Scheiße. Platz 1. Palworld, Bürger 1, Wildsau 0. Oh Gott, das habe ich schon voll vergessen. Biergau 1, Wildsau 0. Wo ist Kleine? Haben wir eingesperrt, die haben es auch gecheased. Absolutes Pro-Gaming. Nur leider gab es nicht nur solche Szenen, sondern auch welche, in denen der Bürger eindrucksvoll gezeigt hat, wieso es im Discord ein Emoji mit dem Namen Oid, Fett und Langsam gibt. Umso lustiger sind unsere Kandidaten in der nächsten Kategorie bester Nicht-Pro-Gamer-Moment. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Platz 6. Uncharted 4. Einfach mal probieren. Deswegen habe ich alle Uncharted gesagt. Ich weiß nicht warum. Ich probiere es jetzt einfach. Probiere es einfach, was passiert. Ja. Überleg mal, was er dir jetzt Ups, keine Ahnung. Das sind billige Depf. Da war der alte. Das sind billige Depf. Billige. Wie mit einer alten. Platz 5. Bramble, First Try. First Try. Ah ja, die ist. Oh Gott. Es ist schon faszinierend, wie man selber die Sachen nochmal schnell sagt. Das ist schon irgendwie witzig. Was da passiert jetzt? Hä? Das habe ich jetzt selber nicht schon. Muss ich nochmal zurücklaufen lassen. Warte, was da passiert? Nochmal. First Try. Ja. Ja, okay. Hab ich nicht checkt. Hab ich da schon nicht checkt, check ich jetzt gerade wieder nicht, was da passiert, verstehe ich nicht. Okay, tschüss. Du jetzt mal schnell ein wenig. Was, Letten weg. Wo bin das Platz 4. Das steht immer nur da hinten. Stalker 2. Abstieg. Wobei, die nächsten Wochen, das war noch gar nicht so lang. Sowieso. Und da ist mir umbalancen. Die nächsten Wochen und Monate da sowieso nicht umeinander pöbeln. Wir kommen jetzt wieder eigentlich oben. Wir haben da irgendwo auch verkraxelt, gell? Da ist ganz viel Strahlung hier. Strahlung! Strahlung! Das war peinlich. Das war peinlich. Ja, was soll ich machen? Ich kann mich nur daran erinnern, das ist noch nicht so lange. Sie haben nichts gesehen. Da haben wir erst 13 Mal gestorben gewesen, schon. War kurzer Spaß. 13 Mal davor in Stalker. Platz 3. Uncharted 4. Kummer-Tastenbelegung. So, ich zeige mal ein bisschen die Prozentzahl. Kein schneller Laufen. Das kann ich nicht glauben. Ich bin jedes Mal so kurz davor, dass ich auf Shift drücke und dann fahre ich wieder irgendwo runter. Plötzlich Optionen. Steuerung. Ziel wiederholt das Tasten drücken. Da ist jetzt nicht recht, wo wird denn verbesserte Steuerung Spiel? Eine Tastenbelegung oder irgend sowas war einmal eine geschmeidige Sache. Steht das da irgendwo gesehen? Ja, das Spiel wird uns schon so. Platz 2. Palworld. Klettern gut, fallen schlecht. Wir nehmen auch noch mit. Das weiß ich nicht. Das so wie eins. Da muss ich immer ganz aufziehen, ich seh's schon. Ja, ich nehme auch mit. Nein, nicht so behindert. So, drauf ich gern schauen, was passiert. So. Was soll denn das aber? Was soll denn die Scheiße aber? Sag's heim! Niederlage. Ja, was bashed by a ball. Okay, tschüss. Jetzt muss ich gerne davor dann aus dem Fenster raus, damit nichts passiert. Platz 1. Und noch einer! Landwirtschaftssimulator 25. Baumodyssee. Oh Gott. Schau hier, da geht ja dann was vorwärts, ne? So, aufklappen, nein, nicht dran, aufklappen. Aufklappen, nochmal anheben, bisschen zurück aus,
Ja, schau her, jetzt seid ihr. Aber jetzt haben wir es, glaube ich. Nein, haben wir es nicht raus. Moment. So. Ja, ich weiß schon, dass man normal in der Mitte parkt. Halt jetzt deine Fotzen und gehen wir nicht auf den Sack. So, jetzt. Ich muss nicht mehr mitpacken, weil er so weit raushängt. Was soll ich machen? Auf, zurück. So. Ja, jetzt haben wir beieinander schon hin. Nein, andersrum. Schneller. Schnell. Ja, geh halt jetzt da. Komm. Nein. Komm. Ja, bleib so. Und fallen lassen. Ich sitze währenddessen, ich da. Ja, Mann. Wenn ich das selber zuschaue und denke, wir schauen Sie in das freiwillig an, sag. Es hilft uns nichts! Wir schauen Sie das freiwillig an! Da müssen wir es zurechtdrücken. Was, mit so einem Scheiß kann ich mich dann 2 Stunden lang amüsieren und hab aus irgendeinem Grund Spaß dabei und weiß nicht warum. Es ist so dumm! Ich glaube, in dem Moment liege ich gerade. Oh Gott, der fickt sich selber. Oh Gott! Das weiß ich schon gut. Ein bisschen dran. Geistige Behinderung, Alter. Nein, in Tee, ja. Oh Gott, so, wie lange dauert das links. Das Ding ein wenig dran, so, ja. Vielleicht kriegen wir es durchgeglitscht. Wir schauen mal, ob wir es durchgeglitscht haben. Warte mal. Haben wir da einigermaßen richtig? Nein, haben wir noch nicht. Ich arbeite dran. Kinder, ich arbeite dran. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Warte mal. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ich streng mich an. Ich gebe mir ja wirklich Mühe. Oh Gott, wie lange dauert denn das? Ja. Jetzt fühle ich zum ersten Mal mit. So, Zuzwicker. Nein, nicht dran. Zuzwicker. Oh Gott, was tue ich dann? Zuzwicker. Ja. Und jetzt ziehen wir außer den Hunden. Es geht nicht! Es ist kaputt! Die fickt mir einfach selber in den Arsch. Was weiß ich. Vorher jetzt außer mit dem Ding. Gott, sie fix nochmal. Was? Es ist so geistig behindert. Was passiert denn da? Warte mal, jetzt probieren wir was. Sag selber, wie lange die Scheiße nicht dauert. Herrgottseliger. Ein wichtiger Bestandteil des Streams von Burger sind die sogenannten Depth- und Wutausbrüche. Letztere resultieren oftmals aus ersteren, die wiederum meistens durch die Nominierten der vorherigen Kategorie, die durch die Eigenschaften des vorhin erwähnten Emojis auftreten, entstehen. Was? So, nachdem ich gerade sehen kann, wie bei manchen gerade die Kupplung im Kopf schleift, machen wir am besten schnell weiter. Und wie der Bürger es zu sagen pflegt, Meter machen. Deswegen gibt es die nächsten beiden Preise in einem flotten Zweier. Hier sind die Gewinner der Kategorien Bester Topf und Bester Rage. Oh Gott, das ist... Platz 6. Uncharted 4. Einfach mal probieren. Deswegen habe ich alle Uncharted gesagt. Ich weiß nicht warum, ich probiere es jetzt einfach. Wenn doppelte Sachen kommen, ist es erlaubt. Ist erlaubt, dass ich weiter skippe. Paco ist selber Franke, wenn du noch Fragen stellt. Das sind billige Depf. Ist das in Ordnung? Falls jetzt da doppelt und dreifach Sachen kommen. Bramble, first try. Haben wir schon gehabt, gell? First try. Ja. Aber den schaue ich gerne nochmal an, weil er war richtig geistig behindert. Okay, tschüss. Weg. Ich glaube, das ist okay. Wenn doppelte Clips kommen Platz und der mal ein 4. bisschen vorskippen. Stalker 2. Abstieg. Können jetzt einfach nur mal dasselbe. Wobei die nächsten Wochen da sowieso Verstrahlung hier ist auch. Haben wir schon gehabt. Uncharted 4. Anschnallen. Den haben wir noch nicht gehabt. Willst du selbst? Du Aftyp! Oh, leck die Stelle, weiß ich auch noch, ja. Tolle Stelle. Danke. Ja, schreib's ihm zu, was soll ich sagen? Was ist denn mit den Kippen, Alter? Halt auf, du Wichser! Nein, lass es springen! Schluss! Damit, was ist die Scheibe? Jetzt war aber scheiß schnell, was soll das sagen?
was? Also, können wir schon behindert, ich stehe aber nicht. So, mich spitzt jetzt. Hallo, der will mal irgendwas tun! Hallo! So, wir möchten mich jetzt komplett verarschen! Was ist denn jetzt, Alter? Ist der Speier was ist denn jetzt? Ist der Speier jetzt auch noch abgehackt, oder was? Platz Da ist das Speier abgehackt, oder? Elden Ring. Von Klippe springen. Ich möchte jetzt einfach nur ganz oft Ja lesen, da oben springen. Genau, Florian, der Heller, schon okay. Hab bisher nur Dark Souls gesagt, Lea. Ganz ehrlich, wenn der Dark Souls gefallen hat, dann ist Elden Ring ist die... Oh shit. Okay, tschüss! Platz Okay, 1. bye! Palworld. Klettern gut, fallen schlecht. Ja, den haben wir schon gehabt. Gleich mal Kritik ausscheißen. Ist wichtig, da müssen auch andere Clips rein. Oder andere Kategorien oder sonst irgendwas. Da ist jetzt einfach fast 1:1 dieselbe Kategorie einfach nochmal. Und das gibt man alle dann durch. Also auch Leute, die sich das dann anschauen. Ist so. Aber gut, so. Die Kategorie Bester Rage. Da bin ich gespannt, ob da passiert wahrscheinlich noch ein paar, ich kann mir vorstellen. Das gibt man halt dann durch. Das ist ja nicht schlimm. Das zementieren wir da so her. Kommt man da noch in dir ein? Ja, das kann schon. Der Millimeterarbeit ist easy am das. So, nehmen wir das hier. Ja. Und jetzt halt schnappst du auf der linken Seite. Nein. Auch nicht. Du Kruzifix, du. Ja, das ist halt jetzt halt wieder absoluter Scheißdreck da. Tun wir das da her so. Und dann haben wir das vielleicht noch weg. Vielleicht ist das der Grund. Einmal. Snap! Warum? Warum geht nicht blöd? Da geht's auch nicht. Ja, das hilft halt doch nicht, da müssen sie da so reinzimmern. Was soll ich machen? Man, was soll ich machen? Schön ist anders. Kinder, was? Das ist richtig. Zimmer jetzt das da hin. Was tust du denn? Was ist dein scheiß Problem? Hallo? Was ist denn da für ein Schrott? Hast du mich mal da vor der Mauszeiger irgendwo mal an? Jetzt warte mal, jetzt wechselt man mal nur mehr einen Modus. Ja. Geil, noch mehr Modus. Spiele, wenn die gescheit funktionieren. Haben wir den schon da ab? Also jetzt snappt es auf mich. Ich wollte gerade wieder sagen! Da snappt es auf mich schon! Oh, Scheiß! Ich hab's kaputt gemacht. Was tut denn das Ding, oder? Warum snappt denn das verkehrt rum? So Kebab-Dingsbums, oder? Bruder, ihr rascht aus! Hast du was gelernt? Ich kann nichts. Ah! Tolles Update! Leck mir am Arsch mit deinem behinderten Update! How about that? Ich starte jetzt. Ich komme mir mal ins Menü reingehen! Escape Tablet, nix Tablet! Fette Mama ist ein Tablet! Weil was haben sie denn wieder da? Steht auf der Listenhuber. Was snappt er jetzt auf einmal? Sag mal, hassen mich alle Küchen auf der Welt! How about fuck you? Oh, das war letztes Jahr irgendwann im Mai, Juni, da haben wir die neue Küche gekriegt und deswegen habe ich das wahrscheinlich... Lass mich raten, wenn ich mir jetzt der Spüle umdrehe, geht der Abfluss nicht, du Fotze! Verkehrt drin, was soll ich machen? Ah! Schlimm wird's erst, wenn ich nichts mehr sage, wie da jetzt zum Beispiel gerade so zur Zeit lang. Da wird's dann richtig ernst. Ach ja, ja, fun. Was ist das eigentlich für ein Raster, das da einen Millimeter von der Kirche wegsteht? Wer hat denn das ausgemessen? Sag mal! Komm, leg mich! Warum dreht denn das in die falsche Richtung? Ich kann mich so gut erinnern dran. Ich kann mich so gut drauf. Hey! Online-Shop!
Scroll weiter hat's geheißen. So ist sonst nix. Okay, mich gar nicht vom Pfleg. Das da brauche ich. Das kaufen wir jetzt. Also das ist dasselbe Scheißding. Ja, gratuliere, geht das? Wir können jetzt wieder verkaufen. Jetzt habe ich 2 Eckstickel, die nicht... Kann man das Eckstickel ans Eckstickel nicht bauen? Warte mal. Bei meinem Rednerpult. Verzeiht der Leib, was da herin los ist. Nein, das hab ich jetzt gekauft. Mich mal dran, dass wir da einen Short draus machen müssen. Alter, das Erste, was mir da auffällt, Ansage an die Community. Meine Damen und Herren, das ist was, das sind einfach Sachen, die hätten auch in Jahresmerch eingekehrt irgendwie. Das ist jetzt keine... Steffi, du, das ist jetzt nicht an dich gerichtet. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Wir müssen mehrere klippen, Alter. Wir müssen mehr klippen. Wir haben das versenkt. Wir haben den Part übersehen können, sag. Wir haben das übersehen können. Ich sitze selber da und muss lachen. Das passiert echt selten. Das passiert normalerweise echt selten, dass ich mich anstrengen muss, dass man nicht der Trotzglocken aus den Augen rausläuft. Und es ist irgendwie eine völlige Behindertenscheiße, über seine eigenen Sachen zum Lachen, aber wenn man es so lange nicht mehr gesehen hat, dann muss ich einfach selber lachen. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Wir brauchen mehr Clips, meine Damen und Herren. Es gibt dazu tatsächlich einen echten Discord-Channel. Einfach klippen, rein, Satz, völlig wurscht. Da ist wahrscheinlich ein Haufen Scheiß dabei, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber die Sachen schaue ich mir dann auch an und wenn mir da was auffällt, wird das sofort weggespeichert. Das kriege ich ohne Eierhilfe dazu. Ich kriege das nicht hin. Das geht nicht. Ich müsste mir theoretisch, da habe ich schon öfters einmal drüber nachgedacht, derzeit nicht habe, dass ich irgendwo einen Knopf hinbaue, wenn irgendwas Lustiges oder was besonders passiert ist oder so, dass ich bloß einen Knopfdrucker brauche und dann wird irgendwie ein Timestamp gemacht und so. Das geht aber auf YouTube alles nicht. Auf Twitch darf es gehen. Das sind so Kleinigkeiten, da wo Twitch einfach besser ist. Aber egal. Aber für was habe ich euch? Hä? Sagen Sie mal! Darum klippen, was die Scheiße rausholt, Alter. Erinnert mich jemand daran, dass wir da einen Short draus machen müssen. Ist egal, ob das schon ein Jahr her ist oder nicht. Göttlich, göttlich. Allein das Material sichten muss so lang und viel Zeit gekostet haben, das ist utopisch. Das ist der Teil, wo ich im Jahresmerch-Video, deswegen bin ich der Steffi so dankbar und ich verstehe auch nach wie vor nicht, warum es das einfach so macht. Ich press 5-fach F für die Steffi und 5-fach F für den Bahako natürlich auch. Für das spart man so viel Zeit, das war unmöglich. Unmöglich, dass ich die Sachen, die Hälfte da vergessen und nach 10 Stunden meine eigenen Streams so schauen, da ich wahrscheinlich hoppeln und sagen, ach geh, leck mir am Arsch. Du scheiß einfach das Motiv aus, sie passt schon. Ohne Clips. Tschüss dann. Göttlich. Mehr Klippen. Hauen Sie rein. Platz 5. Landwirtschaftssimulator 25 KI. Da. Machen wir so. Hab jetzt mit deinem Scheißkorn da, du Mongo! Ja, ich kann doch nicht anhängen. Mach jetzt eine Fahrerei auf dann! Was soll ich machen? So, das erklärst du mir jetzt, wie ich da vorbeikommen soll, du Arschloch, du Dämlichs! Du dämliches Stück Scheiße! Ist aber ab, hol mir das sofort! Fall davon und frag, dass du mir Hut kennst! Der nächste Vollspaß, der da einer kommt und mir irgendetwas von einer neuen KI erzählt! Nächster Clip, Alter. Dem Scheiß ins Gesicht! Wir müssen uns nochmal über die Short-Geschichte unterhalten. Glaubt zusammen jetzt das Ding! Merci. Schau, dass du von der Straße schlägst, du ahnungsloser Vollidiot! Ah ja, Hünsch steht auch schon, aber ist ja wurscht. So, hau ab jetzt mit deinem Dreck! So, passt schon. Ha, wir halten. Okay? Ah, das Speier. Wo Internet? Kommt so schnell kein Name mehr. Wo Internet? Und wenn wir uns durchquälen, Alter, das ist mir scheiße. Wenn wir das Spei fertig. Und das? Okay, du kannst mir am Arsch lecken. Das war cool. Schnauze voll! Da, Chatverbindung im OBS bricht ein und noch nicht ab. Was ist denn das? Kruzifix nochmal! Ich seh's an meinem eigenen Gesichtsausdruck, da bin ich wirklich lästig. Mach den Speiz so weit ausrast! Alte 4! How about fuck you! Da haben wir die letzte Mission abgebrochen. Scheißspeiß! Speis deine letzte Mission selber! Hier, Rechtsklick! Da, Rechtsklick!
Deinstallieren, deine fette Mann kann Call of Duty spielen. Grüezi fix ab, was haben wir jetzt? Platz 3. Doch dein futzender Trottel. Call of Duty Update. Ja, schon wieder. Was muss ich denn jetzt? Ich schwöre, mein Gott, ich habe um 7:30 in die Spiel gestartet und geschaut, ob es gerne Updates da haben. Jetzt steht dort wieder aktualisiert. Dein verfickte fette Mann wieder aktualisiert. Du behinderst Kackspeicher. Freilich müssen wir jetzt 3 GB overladen. Okay, Kim, geh weiter jetzt. Ja, was weißt du? Okay, Kim. Meine Fresse, Alter. Und dann muss ich wieder... Ja, der will neu starten. Ja! Okay. Weiß ich nicht. Ja, jetzt sitzen wir heute noch. Es tut mir... Ohne Scheiß, ich komme mir vor wie ein Behinderter, wenn ich über mein eigenes Scheißloch. Ich komme mir vor, als da ich mir selber am Blasen. Oh Gott, ist so ein Elbako! Was hast du getan? Was hast du getan? Man lädt heute dann schneller. Was? 111 Mbit in der Sekunde? Was? Meine Fresse, Alter. Meine Fresse, Alter, es ist so behindert. Es ist so behindert. Es ist so geil. Es gibt ein Menü fürs Menü. Wieso kann ich nicht einfach einen Singleplayer starten? Nein, da geht vorher ein Menü auf. Da ja die Meldung des Tages, die seit 2 Wochen die gleiche ist. Geh in den Shop, kauf Vollversion. How about fuck you? Activision, how about that? Momentan was du die UASD. Warte, das dauert erst zum Starten, sind 8 Sekunden, steht sogar dabei, dass es sich trauen, Hit zum Schreiben. 10 Sekunden, 11 Sekunden, 12 Sekunden, 13 Sekunden. Für was hat man hier 5.000 € Rechner gekauft? Das ist eine berechtigte Frage! Mit Call of Duty eine Viertelstunde braucht, bis es überhaupt losgeht. Na stopp, bis das erste Menü kommt. Vor dem eigentlichen Spiel dann. Da wo es später wieder zumacht und wieder aufmacht. Und beides muss man durch Update neu... Platz 2. Kannst du mir gleich den nächsten Shot herscheißen, oder? 50-50. Übrigens seitens YouTube eine absolute Schweinerei. Ihr kennt zwar jetzt nicht mit 50-50, ihr dämlichen Arschlöcher! Ja, ihr kennt's mir jetzt nicht! Das gilt bis heute. Mit 50-50! An meinem Arschloch! Ich hasse euch so viel. Ich hasse euch so viel, das ist unerträglich. So. Ja, dann nehmen wir... Was ist jetzt tun? Nehmen wir dieselbe Map wie letztes Mal. Fickt euch mit einem Scheiß! Zu den Chinesen gehen wir, weil vielleicht können wir einen Reis bauen. Einführungstour dein Mann weiter. Grüezi fix für was mal überhaupt umfragen. Umfrage beenden. Satz die hau ab. Hau ab mit deinem Scheiß. Grüezi fix. Hab ich eigentlich anständig zum Saphirias gesagt, merci dir, merci für den Restart. So, haben wir sonst noch irgendwas dazwischen drin? Nö, warum gehen jetzt das Spiel nicht mehr auf? Grüezi fix. Wir hocken alle zusammen und bemühen uns 50-50. Ich da jetzt gerade am Boden gekratzt. Gehen jetzt das Spiel nicht mehr auf. Grüezi fix. Wir hocken alle zusammen. Gott, dass ich nicht... Okay, wir bemühen uns 50-50 zusammenzugehen. Was ist das Allerkrasseste ist? Ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht vertue. Bei der YouTube-Umfrage im Chat kannst du... Also du hast einmal gedruckt, dann kannst du nicht mehr ändern. Ist unmöglich, dass da 50-50 rausgeht! Ihr Trottel! Und das Allerbeste ist, ich kann euch einfach beleidigen, wie es mir passt. Und ihr feiert es mit geilste Community. Was ist denn da herin eigentlich los? Was ist da eigentlich los? Das ist eine berechtigte Frage! Hört's, Donny! Hauptsächlich 50-50 kannst du vergessen. Dein Name ist 50-50! Start! Start! Halt dann! Halt doch dein Maul! Halt doch dein Maul, Alter! 80 €. Oh Gott! Ja, 80 €, Freunde, das sind 80 €! Warum springt denn und fliegt das andere Schiff da hinten? 80 €! Was in Gottes Namen soll das denn darstellen? Sag einmal. 80 €! Bist du über dem? Wieso werden neu... Was ist denn das für Steuerung? Oh, 80 €! Er muss sich einfach noch mal kurz einfach, es ist so krass, wie dermaßen erbärmlich dieses Spiel war. Das war Skull and Bones letztes Jahr Anfang, ich weiß nicht mehr genau wann. Es war so krass, wie schlecht
von vorn bis hinten dieses Spiel war. Und es hat wirklich Leid gegeben, inklusive in dem Stream. Das ist jetzt ein zusammengeschnittener Short von mir, aber ist egal, der übrigens Vollgas viral gegangen ist, sowohl auf TikTok, überall. Für meine Verhältnisse zumindest viral gegangen ist. Es war wirklich das Peinlichste, was ich seit langem gesehen habe. Also ohne Scheiß, fuck off. Brutal. 80 €! Die Kanonenkugel einfach von außen und fliegt in die Richtung. Pass auf. Schießt einfach noch links aus. Da ist eine leichte Biegung in der Kanone, die sechst du ahnungsloser bloß nicht. 80 €! Da vor mir bleibt, was tu denn? Was ist da? Was ist das, Alter? 80 €! Echt? Das ist also der Kampf. 80 €! Eine Katze sammeln! Das die Minigames, diese Sammel-Minigames waren alle so grottenschlecht, Alter. Es war so also wirklich sich hinzustellen! Eigentlich glaube ich, haben wir das erste Quadruple-A-Game entwickelt. Halt die Schnauze, ihr Trottel! Und morgen kommt Assassin's Creed Shadows von dem gleichen Entwickler. Da bin ich gespannt auf Montag, Kinder. Da bin ich gespannt. Und es hat wirklich Leute gegeben, sogar da live im Chat, das wollte ich sagen, die das Spiel verteidigt haben. Und das ist die absolute Creme de la Creme. Da wo ich merke, die wissen ganz genau, dass das der letzte Scheißdreck ist. Sie wissen es. Aber sie müssen jetzt ihnen die 80 € das ausgeben, haben irgendwie rechtfertigen. Halt dein Maul, du Gott. Quadruple dein Arschloch, du Scheißausfrisur. Exakt. Ich zitiere mich nur selten, aber... Ein Skorpion Göttlich. kommt an einen Fluss, den er überqueren möchte. Der Skorpion bittet den Frosch, er möge ihn auf seinem Rücken über den Fluss tragen. Der Frosch lehnt dies ab, weil er befürchtet, vom Skorpion getötet zu werden. Der Skorpion überzeugt den Frosch mit dem Hinweis, dass er selbst kein Interesse habe zu sterben, weil er nicht schwimmen könne. Der Frosch willigt ein. Der Skorpion sticht trotzdem mitten im Fluss zu. Sterbend sucht der Frosch nach einer Erklärung. Der Skorpion verweist auf seinen Charakter, der ihm keine andere Wahl lasse, als zu stechen. Denkt mal drüber nach. Und wenn ihr das tut, gibt der Skorpion sticht trotzdem mitten im Fluss zu. Sterbend sucht der Frosch nach einer Erklärung. Der Skorpion verweist auf seinen Charakter, der ihm keine andere Wahl lasse, als zu stechen. Denkt mal drüber nach. Und wenn ihr das tut, gibt es nun den nächsten musikalischen Auftritt Was? des heutigen Abends. Der Bürger im Duett mit Ikone Whitney Houston. Viel Spaß. Verstehe ich nicht. Das ist nicht der... So, Schluss jetzt mit dem Gedudel. Herzlichen Glückwunsch an alle, die bis hierhin Wo zur Hölle hast du die Scheiße ausgezogen? Ich rast aus mit dir! Wo hast denn du die Scheiße her? Das ist ein lauter Sachen, von dem ich nichts weiß! Was soll das denn? Müssen wir uns noch mal anschauen. So, Schluss jetzt mit dem Gedudel. Herzlichen Glückwunsch an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Diese Lebenszeit kriegt ihr nie wieder zurück. Und ich muss das wissen. das ist Ich habe so schließlich den ganzen Mist hier geschrieben und produziert. Aber das ist leck noch lange doch kein mal Grund los, abzuschalten. Pisa-Sitzung. Wir haben noch einige Kategorien übrig. Ein Deutscher, ein Ami und ein Belgier fahren in einem Boot, als dieses anfängt zu senken. Der Deutsche sagt, Frauen und Kinder zuerst. Daraufhin greift der Ami nach einer Rettungsweste und ruft, come on, fuck the kids. Der Belgier fragt gestresst den Ami, ja, ist denn dafür noch Zeit? Wo kämen die Witze her?
Ich hab Bauchweh. Frau steht in der Küche. Mann geht hin, umarmt und küsst sie. Sie, Schatz, jetzt nicht, ich will die Spülmaschine füllen. Er, ich auch. Und das, meine Damen und Herren, und sonstige Oh Gott, du bist stirb. Lebewesen mit Puls war die Anmoderation unserer nächsten Kategorie bester Flachwitz und schwarzer Humor. Sag, was stimmt mit euch nicht? Sag's. Platz 6. Wie nennt man viele Russen auf einem Baum? Blieta. Wo kommt denn das her? Was? Platz 5. Was ist blond und stört beim Zelten? Anders Breivik. Platz 4. Was sind 4 Koalabären auf Pferden? Die eukalyptischen Reiter. Der muss so ein Sprengel sein. Platz 3. Was haben ein Hamster und eine Zigarette gemeinsam? Beide sind total harmlos, bis man sie in den Mund nimmt und anzündet. Platz 2. Warum gibt's in Afrika keinen Müller-Milchreis? Der ist nur für den kleinen Hunger. Platz 1. Warum gibt es in Afrika kein Dreisaat? Die kriegen nicht mal 2 satt. Ja, an den erinnere ich mich auch noch. Das war mit Abstand der beste. Gute Wahl-Community. Ist nicht auf meine Mist gewachsen. So habt ihr abgestimmt, nicht ich. Schon vor tausenden Jahren haben lustige Höhlenwandmalereien die Gemüter unserer Vorfahren erheitert. Heutzutage sind Memes oder wie Fachkundige sagen würden, Mimis, aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Guten alten Mimis. So gab es auch im vergangenen Jahr wieder viele Highlights im Mimi-Channel. Und wer der absolute Mimi-Kimi des vergangenen Jahres wurde, sehen wir jetzt in der Kategorie Bestes Kini-Mimi. Das heißt, die besten Mimis von den Mimi-Kinis. Platz 5. Flosch vom 7. März. Colonel, werfen Sie mal einen Blick auf den Radar. Kurz zur Erklärung. Dampfler! Hä? Was, dein Schuhabbruch oder was? Mehr als wieder Mitgliedschaft. Franz, mehr als wieder ein Resub. Domi, mehr als wieder ein 250, Kana, mehr als 5-fach und ganzer Rest, mehr als Schluss jetzt damit. Es tut mir leid, ich kann ohne GW nicht leben. Du Vollidiot. Merci dir. Habe die Ehre, Dampfexpress, welcome to the squad. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Was ich jetzt für kurz vielleicht ein bisschen Kontext für die Leute, die nicht wissen, was Mimis sind. Ja, es ist unser, wie soll ich sagen, unser Wort für Michs beziehungsweise Memes. Wir haben einen Meme-Channel bei uns im Discord und ab und zu machen Leute da Scheiße draus. Der Flash hat was gemacht, der Hacker hat was gemacht, der ist aktueller Mimi-Kini. Und wenn es mich selber vom Hocker haut vor lauter Lohe, oder wenn es ziemlich gut gemacht ist oder wie auch immer, wenn ich es gut finde, dann wird derjenige zum Mimi-Kini, kriegt einen eigenen Rang im Discord. Und da ist sehr oft der Wolfeck dabei gewesen, der Bahako ist oft dabei gewesen und zig andere. Und das sind jetzt diese Kreationen. Vielleicht hätte er mal ein bisschen kurz erklärt, was wir uns da eigentlich anschauen, was die Scheiße da eigentlich ist. Und das hat der Flash gemacht. Was gibt's denn, mein Junge? Keine Ahnung, Sir. Sieht aus wie ein riesiger... Schwengel. Ja? Wirf mal einen Blick nach Steuerbord. Oh mein Gott, das sieht ja aus wie ein mächtiger... Pinsel! Ach, wo denn? Warte, das ist keine Das kann ich mich Pinseluhr. nicht mehr Das ist erinnern. eine männliche... Einheit! Berichte sind eingetroffen, ein unbekanntes Flugobjekt betreffend. Es hat einen langen, gewölbten Schaft. Komplettiert durch 2 Bälle. Was ist das? Das kann ich mich nicht mehr Sieht erinnern. aus wie ein enormer... Was für ein Film ist denn das? Das Hotshots. Pass gefälligst auf! Ich wurde abgelenkt Ist das von Hotshots? einem riesigen fliegenden... Willi. Ja? Was ist denn Nein, das kann nicht Hotshots sein. Tja, sieht aus wie ein enormer... Penis. Penis. Ist das trotzdem in Ordnung? Oh Gott, halt doch dein Platz Maul! 4. Wolweg vom 22. Januar. Russen, wenn der Schnee Finnisch spricht, Amis, wenn der Baum Vietnamesisch spricht, Birger, wenn der Baum in Daisy Borisch spricht. Kann ich mich noch erinnern. Das war während Daisy-Stream. Platz 3. Daisy-Server.
Odelforer Bela vom 8. Juli. Ach komm! Oh, da bin ich mit dem Flasch. Das erste gemacht, haben wir da gerade zum Flughafen nach Ägypten gefahren, letztes Jahr im Juli. Platz 2. Bahako vom 3. Februar. Kurz zu seiner Verteidigung, da hat er sich nicht selber eine da. Ja, ich hab ihn zum Mimikini gemacht, darum sind seine Werke, die schon öfter mich mal zum Lachen gebracht haben, da drin. Nicht, dass ihr meint, er hat sich da irgendwie selber eine da oder so. Unser Rennen-Stream im Daisy. Was ist mit denen? Wir melden uns hier an diesem herrlichen Vormittag von der 27. Blödel-Olympiade. Das ist schon das nächste Finale. Die 5000 Meter der Männer, die nicht hören können. 1, 2, 3. Ja, sagt mal, wie blöd das jetzt. Zweiter Startversuch der Männer, die nicht hören. Es geht los in 1, 2, 3. Warum denn? Just why? Der Starter des 5000 Meter Laufes hat es inzwischen mit MG, Mörser und Kanone probiert. Aber nichts konnte die Läufer bewegen. Jetzt wird er es ihnen zeigen. Es ist so stumpf. Abflug! Herr Plötze, Schluss jetzt. Wir waren mit dem Stream Ryan's Programm mit Apex Legends. Ich darf die Carrying. Na. Also, Bahako vom 27. November. Ein 50er ist sauber zu viel. Bitte reißt euch zusammen mit den Donations. Aber Apex gang ich nie wieder in meinem Limo. Das haben sie so kaputt. So wie wir es rausgehen, habe ich sehr gern gespielt. Mit Spezi rein, parallel zu Warzone, aber aus der Shooter-Scheiße bin ich raus. Da wirf ich bloß alles in den Säckchen drin. Das ist auch kein lustiger Rage nicht, sondern das ist einfach wirklich nur Scheiße zu Scheiße brüllen. Merci dir. Das hätte nicht am 50er kosten müssen, du Gottverdammt Ehre. Merci dir. Schluss jetzt. Was haben wir da? Noch mehr ein Bahako schon. Hier ist Platz 1 und Platz 2. Bürger startet Umfrage. Voll bis Gott. Best I can do ist 50-50. Streams ohne technische Probleme 0. Haup! Ey, seitdem wir das neue Kabel wieder über den Balkon verlegt haben, geht's Internet tipptopp seit 4 Wochen. Mehr ich nichts hören. Das Öhrchen juckt. Oh, wir haben schon wieder. Es ist halt schon wieder nein, möchtest du mich verarschen? Lasst uns keine Zeit verlieren. Es gab nicht viele, aber es gab welche. Denn jetzt gibt's Depth. Schon wieder! Ach du Scheiße. Da muss ich jetzt aus dem Battle fahren. Ein bisschen seltsam sonst. Hau jetzt wack. Ja, jetzt dann mit einem Ständer. Manchmal gefällt es mir nicht, wenn ich recht habe. Hol ihn dem! Nein! Nein! Ah! Stop it! What? Stop it! Habe ich anscheinend nicht gehört gesehen, dass da jetzt umeinander gefügelt wird. Was soll ich machen? Stimmt, haben wir immer noch 2 Kategorien vom Depth. Oh, muss ich zurück. Nein, muss ich doch nicht. Ich glaube, der Bürger hat gerade PTSD-Flashbacks bekommen. So oder so ähnlich klang nämlich sein Discord im Januar, als der DayZ-Server öffentlich gemacht wurde. Neben zahlreichen Unannehmlichkeiten gab es aber, vor allem in den Streams, viele Highlights, die entstanden sind. Tatsächlich gab es so viele hochkarätige Highlights, dass ich mich dazu entschieden hatte, eine eigene Kategorie dafür zu machen. Das waren ja keine Devs, das war Schwulenporno. Blicken wir also auf die besten Chaos-Momente zurück in der Kategorie Bester DayZ-Moment. Muss der Schmiedbaumann sein. Muss der Schmiedbaumann sein. Und ja, es gibt eine ganze Kategorie, ob das... Platz 6. Was, 6? Flickflack Fahrrad. Was ist mit dir? So ist nicht... Ja, so kann man es auch machen. Es ist so behindert. Ja, so kann man... Ey, Bahako,
Warum? Einfach nur warum? Ja, wirklich einfach nur warum. Es ist so unfassbar behindert. Ja. Platz 5. YBO aus Pfui. Hast du alle 8? Nein, ich habe alle 8, die habe ich nicht. Ja. Dann ist er nur der zweite Platz. Nein, YBO, nein! YBO aus! Pfui! Ja. Das war grandios, ich weiß ja nicht. Platz 4. Teleport Upsi. Was müssen wir jetzt probieren? Normalerweise müssten die ja noch, pass auf, Teleport Tools, Teleport to Position. Zack. Ja, wow. Ja, Kruzifix. Ja, Kruzifix. Okay, tschüss. Upsi. Jetzt kommt so aus, verdammt. Ach, ist er tot. Oh, okay. Ach, du bist tot, okay. Ja, es war schon witzig, so ist das nicht. Platz 3. Jo, du weißt das ja, wie es ist. Hat der nicht vorher gelebt und mit mir geredet? Schott, dass du das rausgeschnitten hast. Die 20 Sekunden vorher werden auch noch geil gewesen. Ich weiß schon, was kommt. Ja, du weißt es, aber es ist nicht. Das war so gut. Das war ohne Scheiß, das war einer der besten situationskomischen Momente jemals. Der Typ sitzt da, labert mich mit irgendeiner Scheiße voll. Ich seh selber in meinem Blickfeld nicht, dass der YBO da ist, schießt er mir den Kopf ein. Mich reißt es komplett, ich check überhaupt nichts, drehe mich irgendwo umeinander, vor mir steht dahinter und ja, was du siehst, ist nicht, und ist wieder fort. Es ist so gut gewesen. Es ist so gut gewesen. Aki, komm, halt doch dein Maul. Aki, komm, halt doch dein Maul. Alter, wie soll ich nie jemals irgendein so ein Event aufzicken, wenn jedes Mal einer behinderter ist als der andere? Ja, das hindert uns also ein bisschen am DayZ-Server dran. Jedes Mal, wenn ich diese Ausschnitte sehe, natürlich denke ich über den DayZ-Server nach, aber der hat so viel kaputt gemacht. Und so viele Leute haben sich gegenseitig angefuckt und keine Ahnung. Und das war fast ein Fulltime-Job, die Scheiße. Das ist wirklich, und das, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was soll ich da sagen dazu? Was soll ich da sagen? Wann machen wir einen DayZ-Server? Macht nicht bei anderen, ich schreibe bloß meinen Namen drauf. Kriegst einen Zehner. Die Paralympics im Gaming. Ja, volle Kanone. Leck mich bloß am Arsch, oder? Das ist bei Minecraft-Server nicht passiert. Ah, nein, halt. Stimmt. Server haben eine kreislige Angewohnheit, die machen immer irgendwas kaputt und machen immer irgendwelche Leute grantig. Platz 2. Gib mal meinen Reifen Euda. Ah, das war auch geil. Haben wir da? Oh, der Bobby holt seinen Reifen. Der Fichtenmob. Okay, Wurst. Schlägerei bricht aus und man Reifen, Alter! Kurzer Kontext, da haben wir gerade ein Rennen gefahren, wer damals nicht dabei war. Und die anderen Leute fahren auf der Rennstrecke, die ich da gebaut habe, umeinander. Und er möchte einfach nur seinen Reifen richten. Und der andere Typ geht ich glaube den Reifen, baut wieder auseinander und so weiter. Bauen die gleich ab jetzt. Hörst auf. Vor dem vorbei, schieß die ab. Schieß jetzt an! Ich schieß die jetzt an. Schieß! Okay, 3. Bobby, schieß! 3. Bobby, schieß! Schießt einfach rein.
weiß ich nicht, Straßen mit dem Fichtenmoped tapeziert. Die ganze Konstellation von dieser Szene ist einfach ist so utopisch gut, Alter. Die Hälfte kriegst du überhaupt gar nicht mit, das war so. Er schießt den Typen über den Haufen. Lass dir 8 Magazine ins Gesicht. Von die ganze Zeit Leute vorbei. Da sagt sie mein Maus, ich glaube schon. Da hinten steht der Statue umeinander, der übrigens auch gerade da im Chat ist. Tanzt irgendwo umeinander. 2 Sekunden später vorne wieder einer vorbei mit. Der Bobby hat, weiß ich nicht, Straßen mit dem Fichtenmoped tapeziert. Da gibt der Flasch von der Seite am besten zusammen. Wer zur verfickten Hölle ist ein erster Sack. Ja, jetzt kann ich mir denken, was kommt. Schmidbauer Mano. Das war also, ich verstehe es bis heute nicht. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich bin da gesessen. Was soll ich noch sagen dazu? Ich wüsste heute nicht, was ich sagen soll dazu. Kennst du den Schmidbauer Mano? Und die Begeisterung in seiner Stimme, Alter. Hey, geht's so? Ich glaube, ich komm im Bier geschmatzt im Stream. Hey, geht's so? Warte, man kann alles fragen. Hey, geil, oder irgendwas, keine Ahnung, oder irgendwas. Na, er kommt mit. Hey, geht's so, Schmidbauer Mann, ey? Mit absoluter Begeisterung in seiner Stimme. Und ich denk mir, hey! Der Schmidbauer Mann. Und die sind nur, Schmidbauer Mann, ey. Ich ist so ein Schmidbauer Mann. Was soll ich jetzt da sagen dazu? Ich will. Was soll ich weiß nicht, was ich da jetzt dazu sagen kann. Ich brauche eine Antwort. Ich kenn keinen Schmidbauer Mann, Alter. Was lauerst du? Wer ist der Schmidbauer Mann? Wer ist der Schmidbauer Mann? Hey Mann! Keine Ahnung, nein, kenn ich nicht. Hallo, hört man mich hingehen? Ich weiß nicht. Der Schmidbauer Mann, was weiß ich denn? Ist schon recht. Schleicht euch jetzt, nehmt das Geld, nimm den Loot. Der Schmidbauer Mann, das ist ein guter. Muss du mir schauen. Unfassbar gut. Ich glaube, dass der Kerl hat sich ja nie wieder. Ist der Typ, der da geredet hat, existiert der noch in dieser Community? Ich brauche eine Antwort, hätte ich nur gerne als Donation gesagt. Das ist ein guter Punkt. Es ist so. Wenn er was anderes gesagt hätte, wäre es nicht hängen geblieben. Das hat doch der nicht gewusst, dass das so eskaliert. Das war wirklich, ich wüsste nicht, das war der, ich glaube wirklich, das habe ich ja damals, glaube ich, schon gesagt, irgendwie habe ich Déjà-vu. Das war, glaube ich, einer der lustigsten, wenn nicht der lustigste Moment jemals im Stream. Jemals. Das ist so, sowas kannst du nicht skripten, schreiben, spulen, nichts davon. Das ist nicht planbar, sowas. Das wird sich, keine Ahnung, da denke ich in 20 Jahren noch drüber nach, dann weiß ich den Moment noch vom Schmidbauer Mann. Den weiß ich noch. Das ist unfassbar eigentlich. Für so einen Scheiß, der da 30 Sekunden dauert. Grütze fix nochmal. Meine Damen und Herren, habt ihr heute eigentlich schon auf den Like-Button gesmashed? Erst liked's da und dann geht's zum Behako sein Video und liked's dann da nochmal. Aber das schicke ich euch am Schluss dann, wenn wir durch sind. Alter, ich flipp komplett aus. Ich mag nicht wissen, was das für Arbeit war. Ich mag's nicht wissen. Ich glaube, wir brauchen jetzt erstmal alle ein paar Sekunden zum Durchatmen. Das geht, denke ich. Wenn jetzt wieder irgendwelche geistig behinderten Scheißwitze geben, dann flippe ich aus, Alter. Am leichtesten, wenn man sich zurücklehnt und ein bisschen Musik hört. Viel Spaß. Das hat nicht ich gemacht. Was soll denn das? Von wem ist denn das wieder? Das ist vom Wolfeck. Wir sind im Anzug an der Arschlöcher, ole! Wir sind im Anzug an der Arschlöcher, ole! Wir sind im Anzug an der Arschlöcher, Anzug an der Arschlöcher, Anzug an der Arschlöcher, ole! War das auch von dir? Wir sind im Anzug an der Arschlöcher, ole! Wir sind im Anzug an der Arschlöcher, ole! Wir sind im Anzug an der Arschlöcher!
Wunderschön. Das war, glaube ich, wo war das? Das war der Schluss vom Kruzifix über Twitch, oder? Wo wir Twitch verlassen haben. Oder? Da wo ich auch sehr ruhig einen Anzug tragen, die Arschlöcke. Das Timing tut ein bisschen, die Taktung tut ein wenig weh, aber ich glaube, es ist eher mein Problem anstatt bei Hako 1, weil ich auch nicht im Takt gesungen habe. Ich habe auch nicht im Kopf gehabt, dass da jemand ein Lied draus macht. Bambi! Kommst auf die Nuss mehr für 60 Monate. Langsam kommen wir dem Ende näher. Wer jetzt noch zuschaut, sollte mal nach Stockholm-Syndrom googeln. Gute Spiele und Themen. Guter Punkt, oder wegen da, aber gib dir recht. Für einen Stream gibt es viele. Manchmal findet man auch unerwartet die ein oder andere Perle. Aber was beim Zuschauer gut ankommt, ist ab und zu auch reine Glückssache. Was euch, dem Zuschauer, am besten gefallen hat, sehen wir nun in der ersten von 2 Hauptkategorien: Bestes Stream-Motto. Was ist das? Platz 5. Blödschmatz. Ach, was euch am besten gefällt, oder was? Ohrreidige Kackspiele. Ohrreidige Platz 3. Community Zock. Platz 2. Simulatoren April-Mai. Platz 1. Aber was ist Platz 1? Horror Oktober. Ich hasse euch! Ich hasse euch! Ob nordische Mythologie, Überleben unter Zombies oder als Mieze die Stadt erkunden. Die Streams vom Bürger sind wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt und früher oder später wird man fett. Was auch fett war, war die Spieleauswahl 2024. Und welche Spiele eure Favoriten waren, sehen wir jetzt in der Kategorie Bestes Spiel. Das sind ja Sachen, die soll ja ich eigentlich meine Community fragen und nicht meine Community fragen. Was euch also gut, ich habe jetzt einen Horror Oktober nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich den nicht mehr so maximal weit ausschiebe, wie ich nur irgendwie kann. Ja? Wie ich nur irgendwie kann. Aber ich habe mir schon gedacht, der Simulatorenblödsinn und der Horror Oktober taugt euch natürlich am besten. Aber was für ein Spiel das Beste war, das würde mich jetzt auch interessieren. Und dort darf halt KCD 2 noch nicht auf dem Plan gestanden sein. Platz 6. Geh wieder ein bisschen weg. God of War. Echt? Echt? Platz Und die 5. Zuschauerzahlen aber was anderes. Contraband Police. Oh, ja, okay. Das war aber auch gut. Das war wirklich ein gutes Spiel eigentlich. Platz 4. Indiana Jones und der große Kreis. Sie, Senor, sie. Was ist denn da noch drüber? Platz 3. The Last of Us 2. Okay, es geht so weit zurück. Ja, okay. Platz 2. Supermarket Simulator. Der war aber auch gut. Platz 1. Daisy. Warum frage ich? Es ist alles 2024. Nachdem wir heute schon jetzt. zahlreiche Ausschnitte des Streams gesehen haben, wird es jetzt Zeit für den zweiten Hauptpreis der heutigen Verleihung. In einem Livestream passieren so einige unvorhergesehene Dinge. Gut, dass alles aufgenommen wurde. Welcher Moment war so unvergesslich, dass man auch Monate danach sich noch gerne daran zurückerinnert? Oh, Welcher Moment war so lustig, dass man auch Monate danach darüber noch lachen muss? Welchen Moment hat man so einfach nicht kommen sehen? Die besten Momente des vergangenen Jahres und eure Wahl eures Lieblingsmomentes sehen wir nun in der Kategorie Bester Stream-Moment. Da meine ich jetzt nochmal kurz zum Skippen, habe ich das Gefühl, da kommt jetzt wahrscheinlich vieles aus der Easy. Platz 6. Sexy Time im Gym. Wo bist du jetzt? Miti, da bist du. Haha, komm, ich sag dir mal zu Hause, ich wohne übrigens am Basketballplatz, das weißt du bloß noch nicht. So, wo ist jetzt mir... Was? Es ist also, da wohne ich also. Wo zur Hölle habe ich? Ja, ignoriere die Flecken am Boden. Die haben vom Vormittag. Was haben wir jetzt? Schlafen bis 8 Uhr morgens, nichts da, ins Bett gehen und schlafen. Start to love. Start to love. Love. Ist übrigens gerade Token gestanden. Ich wiederhole es bloß nochmal, falls Leute nicht wissen, was ein VOD ist. VOD bedeutet Video on Demand. Das bedeutet, hat sich ja das Video runtergeladen oder wie auch immer, hat es da reingeschnitten und die Hintergrundmusik ist da irgendwie ausgeschnitten worden, darum hört sich mein Ton ein bisschen seltsam in dem Video. Ja? 5 Noob-Sekunden beim Bürger. Wieder was gelernt. Love,
Bla 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 bla. Das kann ich mir nicht mehr erinnern. Alter, der Maul. Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich einfach nicht mehr. Echt jetzt? Wo ist jetzt die Alte? Wo ist denn jetzt die Alte? Ist einfach abgehauen, oder was? Wo ist jetzt die Alte? Ich wollte noch aus der Tür ausleiten. Wo ist denn jetzt? Brutus, du kannst ihn einfach gehen lassen. Dummer Scheiß. Also ein Gym Simulator weiß ich natürlich noch, aber das weiß ich nicht. Gnädel on Stream. Gnädel on Stream? Was? Entschuldigung, Cybergamer, Gnädel hat gesagt, so nicht. So nicht. Nicht ein Gnädel auf ihm, das mag er eigentlich gar nicht. Ja, aber das geht schon mal. No. Sag mir Hallo. Ich kenne sie gar nicht aus. Die darf Schoß nehmen, aber das mag sie überhaupt nicht eigentlich. Oder du bist ja ein bisschen so, verstehst du? Ich weiß nicht. Ab. Ich weiß jetzt auch nicht, jetzt muss ich ihr eine Gutti geben oder sonst die geht nie wieder. Die geht nie wieder. Die geht auch nie wieder. Ich muss eine Gutti geben. Mach eine Gutti. Mach eine Gutti. Eine Gutti. Man muss mit Hund da immer so reden. Platz so wichtig. 4. So wichtig. Sliden Christie. Okay, go. Los. Sliden. Sliden. Magic Ray. Ja, ich hab euch schon. Ich sag bloß wieder Kettenphysics. Ja, easy. Sliden Christi. Das wollte ich nicht. Sliden. Ja, jetzt hör doch auf. Wer springt da oben da drauf? Ja, wenn du voll mit dem Sliden Christi daherkommst, halt doch dein Maul. Das ist aber auch wahr. Okay. Oh Gott. Das ist genauso wie der Jesus Christ, Alter. Jesus Christ. So. Als Information an die Glückskatze, ich weiß nicht, wie lange du schon dabei bist, aber ich habe 2 Hunde, einen großen und einen kleinen. Den kleinen hast du gerade gesehen, der große schaut genauso aus, bloß ist schwarz. Ist aber auch alle Rassen miteinander und wir haben 3 Katzen. Die Miezi, Platz 3. den Plötze und einen Katzbrocken. Quasular. Ach, Ja, Kruzifix, ja. Ja, man Kruzifix noch mal die ist, da hättest du schon 5 Meter anrufen müssen. Das ist ein Wahnsinn, diese 5 vorher, die ist, weißt wie lange ich da gesessen bin und umeinander gewerkt habe, bis ich das so hingebracht habe, dass das live funktioniert. Da habe ich sprichwörtlich, ich hab so ich hab die scheiß Bohrlöcher immer noch da im Boden. Mir ist geraten worden, nein, mach das nicht so! Und ich hab gesagt, ja, der Zukunftsbürger, der macht die Löcher dann schon zu, jetzt halt mal du den Mal. Und dann habe ich meinen Schrank, so ein Ikea 4, ich erkläre am Schluss, wie ich es gemacht habe. Ich mag eigentlich gar nicht erklären, wie ich es gemacht habe. Zauberer. Was lässt jetzt du eigentlich da? Wieso holst jetzt du den Grill an? Lass jetzt den Grill stehen und helf mir! Ja, dann mach ich es jetzt selber. Meine Güte, nein, das ist meine Güte. Irgendeinen Grund braucht er. Also, mir oberst, das haben wir gleich. Oh ja, das kriegen wir schon hier. Jetzt tu dich mal, lass jetzt den Grill stehen und Trottel. Bis halt zu lang dauert hat alles, damit glaube ich, richtig Sehen zieht. wir Sehen wir an schon. So. Ja, Production Value 0, da unten sieht man ein bisschen am Boden, das war nix. Und dann wollte ich einen anstreicheln, der war total daneben. Und die schärfe Scheiße, das habe ich nicht bedacht. Ah, Hermann, die ist sauber 2. Aber gespielt wie auch nix. Gespielt wie auch nix. Alter, halt doch dein Maul eigentlich. Über was weiter rein? Ja, Mann, da ist nichts. Was hast denn du mit der Kuh da? Das dauert aber alles ein bisschen. Lass den Grill stehen, helf mir! Oh, ich hab was. Ja, Mann, ich hab was. Dann müssen wir noch. Ja, Mann, ich hab was! Geh her jetzt und helf mir! Lass jetzt den Grill stehen, du Sauberg, du Fotzengrabe! Mittlerweile, normalerweise habe ich die Hosen, das Hemd nicht. Die Hosen habe ich echt nur für den Stream einmal irgendwann gekauft. Mittlerweile ziehe ich die draußen in den Garten an. Nee. Ah, ich hab was. Achtung! Geht, wird schon. Du. Drück an! Du drückst die Zirk! Los! Geht schon! Es geht schon!
Das geht schon! Ja, Alter, hier mal jetzt! Helf mir euch dann! Das ist halt im Nachhinein ist halt so gut, wenn man das. Zudem, du musst wissen, zu dem Zeitpunkt stehe halt wieder da, ich weiß, der Stream läuft und das muss einigermaßen zackig von der Hand gehen, damit halt das auch lustig ist und so. Und dann hängt halt das Ding da so aus und ich weiß ja nicht, wie es ausschaut. Ich hab da keinen Kontrollmonitor und nix. Ich mache einfach und hoffe das Beste. Mache ich schon immer so, wenn wir sich an die Sachen machen. Wie gut das ausschaut. Alter, ums Maul! Da hängt dir einfach das Dreiviertel die Arschloch raus, ich liebe es. Gerade das Skeletten rausrennt. Freilich habe ich meine Arbeitsschuhe an! Da ist einfach schade, dass der Schuh von der Kuh weg ist, aber es ist halt einfach nur noch Arschloch. Das geht schon! Das ist so dumm. Was? Der Ding! Wo wir das mit dem Pilotenscheiß gemacht haben und so weiter, da haben so viele Leute drauf reagiert, das mit Star Wars hat sogar der Gronk drauf reagiert und den habe ich zum Loch gebracht, da bin ich sehr stolz drauf, immer noch. Und der LeFloid und die anderen 4 Typen und so weiter, die haben auch nicht gerade klar, die haben sich das vom Piloten angeschaut und so und waren super begeistert. Das war aber alles viel weniger Stress und viel weniger kompliziert. Und überall sowieso. Und das schaut sich keiner an. Und genau darum, das was der Sprengel schreibt. Der Meinung bin ich übrigens auch. Das Ding dauert einfach zu lang. Genau. Genau das ist das Problem. Gewesen, glaube ich. Was jetzt da? Ich hab extra so eine kleine Puffkühe gekauft. Schau die Koffer. Wir haben einen drüben Koffer, das kriegen wir noch einen im Schraubstock drin, das kriegen wir schon. Und ich bin wirklich außer Atem. Ja? Es gibt Haut-Hus, die sind kürzer, das stimmt. Du hast jetzt einmal einen Griff stehen und baust Arschlochzelt, aber wenn ich mir kaum wieder mache, wenn du nicht hilfst. Ich hab aber wirklich nicht mehr können. So. Jetzt komm. Los! Los! Aussetzen im Schund! Aussetzen im Schund! Ja! Weiß ich noch, zu dem Zeitpunkt ist mir dann ein bisschen das Düsel gegangen, weil die scheiß Kuh da nicht rausgegangen ist. Alter, wenn die jetzt da nicht rausgeht und ich reiß das ganze Ding und dann flippe ich aus, das ist doch schon klar. Ja, dann hier, Mann! Weil wir so muss! Hashtag Retour, da hätt's mich aber vom Hocker übertragen. Ja, Mann, ich hab's! Ja, Mann, ich hab's! Schau so die Kursela. Nur der Sprengel lacht über Hermann, geh Hermann. Haben wir das verhalten? Hermann, ich mach! Bin enttäuscht von euch. Von dir nicht Sprengel. Flaschen irgendwas. War ich Wo wirklich ist was fertig. für schlecht? Was zipft für der Kache? Da ist nichts dran. Das muss einfach von den non-binären Trans-Kalbi sein oder so. Trans-Kalbi. Weiß ich auch nicht. Ja, machst du einen Grill da. Ja, Und machst ich du einen krieg die Grill da. ganze Letten nicht raus. Ja, dauert einfach zu lang. Dauert zu lang. Ja, Mann! Ja, dann nochmal zurück, du Idiot. Steh mit dem da! Wie auch am Grill! Du asozialer Psufferer, du asozialer! Dann schauen wir uns die Garde einmal an. Was kommen da jetzt alle? Ja, man, du stellst dann das vor. Was soll denn die da reinpassen? Ich hab alles dabei. Ich hab alles dabei. Herr Küseler, schaut nicht so gut aus. Da meine ich, müssen der Küseler Zeitfall bauen. Das weiß mir an. Für den Kontext, so ist das war der erste Stream jetzt gerade. Dann haben wir eine Woche Pause gemacht mit dem Landwirtschaftssimulator und dann war das die zweite Spaßeinlage. Ich bin noch nie. Wie soll denn das gehen? Fix, Mari. Da schaust du her. Frisch heute. Haben wir jetzt einen guten, ein gutes altes Keibezapfeil bauen wir uns jetzt da. Jetzt mir gell. Kriegen wir schon. Kursula, tu dich nicht hinunter. Wie dermaßen gut halt das Arschloch ausschaut. Das ist so zauberhaft. Die flippt Alles aus. schaut so gut aus. Aber der Anfang ist schwer, gell? Ja. So. Mach halt schneller und schieb das Ding da wieder zurück. Ja. Gut, keine Stoppfolie ist das, muss man wissen. Da flutscht besser. Ja, Flutschi haben wir keins. Dann werden wir viel zu fürchtig mit mehr Anlauf anstatt Flutschi arbeiten müssen. Hab ich das Gefühl. Kursula, ob das gelangt, ich weiß jetzt auch nicht, gell? Da schau mich her nicht.
Ja, ich hab nicht Pumps. Naja, wird schon. Oh, Kopf weiter. Wie mich jemals in meinem Leben nur mal jemand fragt so, und was machst du so? Du hast ja schön Luft halten, gell? Ja. Ja, das wird schon. Also 2-3 Mal noch und mal so macht. So. Da geht's her. Ja, nein. Geht schon. Wie? Ja, jetzt müssen wir ein wenig Luft halten noch. Wie viele so Teile haben wir das gemacht? 3 oder 4? Das ist einmal gut. Das legen wir da her. Das ist nichts passiert. Das legen wir da her. So, das schämen wir in der Wiese am Holz. Holzboden, das hat keiner gemerkt. Das geht. Hermann, was sagst du? Klangt das? Probieren wir es einmal. Achtung. Oh, ja, so geil! Nein, ich soll jetzt nicht so gut hingehabt. Was noch enger zusammen? Gut. Was? Nein, ja, kein Gickgeld schon dabei. Kurpedo. Ich war im Merci dir. Ja, und dieser Ringel muss rausreißen da. Circa! So, oh. Das ist nix. Das ist nicht. So. Das ist gut über die Klebebandel, womit ich eine Kappe verschickt habe. Ja, machst du ein Panzertape! Ja, aber ja! Mit dem wir letztes Mal Schupfer zusammen, weißt du das eh? Nicht? Ja, du musst das ja halten. So. Es dauert halt so unnötig lang. So. Ja, ein sogenanntes Kaibe-Paket schnüren. Kaibe-Rescue-Paket. Sogenannte Retoursolar. Also, ein wenig der fette Scheißen hat schon, kommt nach der Mann. Kommt eindeutig nach der Mann. Ich hab auch nicht gewusst, dass das so lange dauert. Jetzt mach halt das Ding da endlich rein! So, dann wirft man auch her. Je! Und dann. Stell dir vor, Kaibe-Torpedo. Schau mal, das wird dann schon hier haben. Ne? Das kleine Schirm. Das sehen wir uns dann, weiß ich nicht, nächste Woche. So. Ja, Handschuhe. Der Nickel, das ist Zufall. Christoph Handschuhe. So, jetzt passen wir an. Ziehen wir den Bums raus da. Ja, wunderschön. War eine damit. Hopp. Los. Bist du, wenn's sechst? Los. Oder wenn's da aufpasst, dann fängt nach x Minuten fängt die Kurve zum Murno und das passt halt ab und zu mal super. Ganz gut und dann Gute passt Idee, es gar nicht. na, lass jetzt die Kicker jetzt auch stehen. Kriegen wir schon. So, jetzt Kurse da. Zieh den Ranz da wenig ein. Ja. Ja. Es dauert halt so lang. Keine Zapfel zu dir. Paterka. Ist schon drin. Ja, was ist drin? Es ist drin. Schau dir das an. Wegen dem Fokus der Techno. Schau dir das an. Schau, das ist eine frisch polierte Eins. An den ich nicht dachte beim Aufbauen. Ja, okay. Gehen wir mal. Achtung. Damit sie wieder rausflutscht. Ja, verstehe ich schon. Hopp die schon. Tu dich nicht runter. Jetzt beiß ich mal. So. Oh, ihn ist nicht so lang dauern. Gut. Einmal. Ja, damit das noch nicht wieder. Jetzt haben wir es einfach aufgelassen, das ist nichts. Das ist nichts. Da rennt alles raus, ganze Sauschund. Halt, stopp, Kuhschund. Entschuldigung. Schau dir da. Ja. Überhaupt keine Ahnung, das ist geil. das schau dir da. Was ist denn eigentlich? hier? Haben wir es erledigt? So, ja, Mann. Wie schauen wir aus? Das ist jetzt Stream 3. Also, dann, ich habe halt jede Woche halt was anderes gemacht. Keine Ahnung. Der Philipp, der Vlogger, das ist grundlegend richtig, ja. Schaut tipptopp aus, nächsten. Da schauen wir mal nach, was mit der Retour da passiert ist. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das wirkt jetzt, als wenn du das da direkt in einer Reihe hintereinander anschaust, wirkt das alles echt lang. Echt lang. Und dann finde ich es auch nicht mehr so lustig, wie ich es da gefunden habe, wie ich es gemacht habe. Sonst hätte ich es auch nicht gemacht, wenn ich es selber nicht lustig gefunden hätte. Aber so mit einer Woche Pause dazwischen und in einem 2,5 Stunden Stream, wenn einmal so 4-5 Minuten so ein Einspielerchen kommt, dann glaube ich, ist das ganz okay. Ja, da kommt schon aus. Versuchen, selbst zu reflektieren. Schaut nicht so gesund aus. Das ist wurscht. Da, fahren wir mal.
Ah, passt. Vor allem das Ding ist ja 4 Wochen lang einfach umeinander gestanden, das Schränkel. Tschüss nach Handschuhe, so. Brillentraut, du holst die Stadt. Schau mal. Retour so da. Spür was. Haben wir was? Komm hin. Ich tue jetzt ein bisschen 4. Ist das in Ordnung, weil schon langsam wird es echt ein wenig Zeit. Habt ihr schon? Ich merke halt jetzt da wieder umeinander drin. Und ich merke, es geht wieder nicht raus. Festgewachsen oder was? Ah! Wieso? Raus! Ja, Brillentraut ist schon. Es dauert jetzt ewig. Ja, den schauen wir uns später an. Retour so da. Fix Marie, ja, ich hol dir mal eine Lust, ja, so Topfen, wo lang Lüfte gehalten. So los ist. Spring ich scheißegal, bloß damit ich es sagen kann. Hallo! Bloß damit ich es sagen kann. Kann sie, stell dir vor, ich war ein DPD-Fahrer, hätte den Mülltonne eingeworfen. Ja, man, die ist irgendwie dicker wie vorher. Und Öhrchen, irgendwas stimmt mit der Kursel nicht. Irgendwas ist komisch. Retour, Gustelmilch, mäßig Sehen hier. Warte mal. Der Retour war dann auf einmal schwanger. Hermann, die ist schwanger! Hermann, ich hab noch eins! Keine Section Nummer 2! Fang! Sag das, was ist. Fang! Sag mal, Kruzifix, was hast denn du in der Brillentraut da drin? Oh. 80 €. Okay. Was schon wieder? 80 €, Freunde! Was sind? Was ist denn das? Hier gelaufen, haben wir schon gehabt. Ja, die Kanone, glaube ich. Da ist wir uns sehr langsam die Hände zu. Das ist ein Quadruple Dial. Schmidbauer Mahne. Oh, man, schon gehabt. Ich kämpfe zum Schmidbauer. War der beste Moment jemals. Also wenn wir das zum 10-Jährigen in 2 Jahren ungefähr noch mal machen, dann glaube ich, ist immer nur der Schmidbauer Manni. Das ist, nie wieder wird da irgendwas auch noch ohne kratzen an den Schmidbauer Manni. Gustel mich, ich hab's mir damals schon gedacht, was zum Geier schau ich mir da an. Frag mir mal. Ich hab die ganze Zeit gefragt, was zur Hölle spackst du da an meinem Boden fest? Was zur Hölle bereitet ihr da vor? Was soll das? Echt? Ich tu ein bisschen leichter jetzt. Woche für Woche ist der Burger online und streamt für viele Stunden. Manche Zuschauer schalten ein, um abends einfach ein bisschen unterhalten zu werden. Andere wiederum schauen zu, um einen schlechten oder stressigen Tag hinter sich zu lassen. Aus welchen Gründen auch immer sind die Streams vom Burger für viele mittlerweile zur Gewohnheit geworden. Das ist so krass. Das kann ich immer noch nicht. Das ist für mich immer noch nicht begreifbar. Ich sitze einfach nur da vor meinen Monitore, lese in einem Chat mit. Natürlich kenne ich mittlerweile ein paar Leute, so ist es nicht. Aber es ist immer noch unvorstellbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke für alles. Dazu führt, dass man nach kurzer Zeit den ein oder anderen Community-Mitgliedsnamen wiedererkennt. Vor allem, wenn man zusätzlich noch im Discord unterwegs ist. Es gibt so viel Dreck auf dieser Welt. Umso schöner ist es, wenn man mitbekommt, dass jemand aus der Community einem der größten Hurensöhne schön aufs Maul gegeben hat. So geschehen am 5. Februar 2024, als der BMXer im Stream die Nachricht geschickt hat, dass er nun krebsfrei ist. Ich vermute mal, die wenigsten werden ihn persönlich kennen, dennoch spricht die kollektive Herzflut einfach für sich. Meine sehr verehrten Damen und Herren am Rande. BMXer sind Wichser. Ich hoffe, die jetzt übrigens, wo ist die Kamera da? Ich hoffe, du bist noch da. So, offiziell krebsfrei der BMXer am Start, meine Freunde. Das ist exakt die Scheiße, die ich hören will, Alter. Das ich hab's leider vorher nicht gelesen. Ich meine, ich hab das Ding, was es ist. Aber jetzt sind Krebswitze verboten. Keiner Tipp, das war ein Spaß. Mach so viele Witze, wie du magst. Vielen herzlichen Dank, das freut mich sehr für dich. Willkommen zurück. Herz als Spam hat offensichtlich geholfen. Siehst du das? Siehst du das? Ist nicht umsonst. Ah. Ja, Fs oder Herzl ist fast dasselbe. Ist fast dasselbe. BMXer habe ich übrigens auch schon lange nicht mehr gesehen. Wo ist der? Ja, keine Ahnung gesagt. Was ist das? Ich hoffe, das ist immer noch so.
RB-Mixer, falls du das siehst, keine Ahnung. Mit der Nightbot, der Hurensohn, die ganzen Leute. Kann man diesen Moment noch toppen? Ich glaube nicht. Spam. Allerdings haben wir noch einen letzten Preis zu vergeben. Den Ehrenpreis für den Community MVP. Eine Ehrung für herausragende Leistungen innerhalb der Community. Das Award-Gremium, also ich selbst, ist sich sicher, ohne diese Person würde etwas fehlen. Nicht nur im Chat der Livestreams, sondern auch als Ansprechpartner für den Bürger. Stream für Stream ist die Person anwesend und notiert sich fleißig alle Highlights. Ohne diese Person wäre das Logo des Jahresmerches nicht mal annähernd so umfangreich gestaltet, wie es mit ihr ist. Viele wissen mittlerweile bestimmt schon, von wem die Rede ist. Der diesjährige Ehrenpreis für den Community MVP geht somit verdient an die Steffi B, der Community MVP. In jedem Stream dabei und notiert sich alles. Jahrelang dabei sein ist Pflicht. Oh, bestimmt kennt ihr sie. Oh, Steffi B. Und das war's auch schon. Die Bürger Community Awards 2025. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß und wir lesen uns bestimmt in den nächsten Streams vom Bürger. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, Servus, habe die Ehre. Jetzt nicht deine schreiben müssen mit Copyright und mit erwähnen und so. War ja so in Ordnung gewesen. Wenn wir dann natürlich fertig sind, wie viele Clips waren das? Ungefähr 40. Ja, nach 40 Strikes darf der Kanal dann auch weg sein. Also das Like auf dem Video könnt ihr euch auch sparen. No! Das wissen wirklich nur Pro-Gamer, was das war. Oh. Mann, das kannst du nicht machen mit mir. Das ist was. Das wurmt mich heute noch. Da habe ich ziemlich genau, vor einem Jahr war ich schon mittendrin und das ist schon wieder ein Jahr her. Fuck off, Mann, das ist unfassbar. 2000, Rest in Beef. Rest in Beef, was? Rest in Peace, Wimp Survivor und dann 2024 bis 2024. Du Wichser. Inhalt bei Hacker, Produktion bei Hacker, Nominierungen bei Hacker, Steffi B, Sprengi. Da habe ich mir schon gedacht, da muss da fast Steffi angeschrieben haben. Das ist ja unmöglich, dass du das alles angeschaut hast. Du kriegst einen Vogel. Oder du notierst wirklich auch für dich selber seit einem Jahr mit. Das ist, ja, ist utopisch. Ist utopisch. Ah, wie gut. So, wir sind ein Pro-Gamer. Presented by SüdostWestVPN, Late Red of Shannons und Definitely Not My Casino. Mr. Bahako. In der Regel, nicht in der Regel, eigentlich immer. Ich weiß halt nicht, wann nicht. Bin ich gnadenlos ehrlich und das bin ich jetzt auch. Ich sag's, was es ist. Ich habe befürchtet. Ich hab's befürchtet, dass ich jetzt da eine Stunde lang da sitze und das irgendwie künstlich entlenkt singen muss. Und keine Ahnung, irgendwas. Ich hab ein bisschen mir gedacht, so mit Stunde, 10 Minuten ist echt lang, leck mich am Arsch, Alter. Und nee, wir haben uns ja schon mal unterhalten und du weißt es, du hast gesagt zu mir, da bin mir nicht sicher, ob ich das so hinkriegen darf und so.
haben wir nie mit der Community drüber geredet, aber ist ja vollkommen wurscht. Und dann kommst du mit sowas ums Eck. Möchtest du eigentlich verarschen? Meine Hochachtung. Das darf halt, zumindest, also du hast es zumindest nicht gesagt, das müsste halt eins der ersten, eigentlich der erste so ein Video sein. Da haben wir meine bedeutend schlecht ausgeschaut. Und ich mache das eigentlich schon ziemlich lang und die schauen immer noch ziemlich schlecht aus. Aber heilige Scheiße, danke dafür. Made my fucking evening. Weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Ich weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Es war wirklich saugut gemacht. Saugut gemacht. Dass diese Animation von diesem Food, ich habe mit Fake gerechnet, aber nicht, dass du einen Foodlapper Franz animierst. Sau stark gemacht. Müssen wir uns vielleicht beim Singen, einmal noch ein bisschen zusammensitzen und üben. 1, 2, 3, 4. Und da meine ich nicht das Lied, das ich gesungen habe und du, sondern das du gesungen hast. Aber ansonsten war das eine sehr stabile Vorstellung, meine Damen und Herren. Die Animation wird schon eine KI gemacht haben, oder? Geht jetzt auch schwer, das kannst du nicht selber so animieren. Vor allem, der dreht ja seinen Kopf die ganze Zeit so umeinander. Wenn du das kannst, und das war keine KI, dann fürchte ich, müssen wir uns noch mal kurz drüber unterhalten, über die Short-Geschichte. Herr Zitronenbaum. Antrag, bis Jahr auf den Jahresmerch dieses Jahr, Kategorie beste Momente Oktober, bester Jumpscare, ging mir da noch ab. Sau gute erste BCAs, weiter so. Zitronenbaum, das geht nicht an mich, sondern an den Herrn Bahako. Genießen Sie die Aufmerksamkeit, Herr Bahako. Was ihr jetzt passen wir auf. Sein Kanal heißt Bahako. Den nehmen Sie jetzt, den kopiere ich euch noch einer, dann geht Sie da drauf, liked gefälligst das Video. Los geht's. Lasst ihr mal ein Abo da, ob er das will oder nicht, ob da nochmal was Neues kommt, was er vorhat damit, weiß ich nicht. Bahako, das ist das sogenannte kleine Vitamin B. Da kann man jetzt was draus machen oder einfach drauf scheißen. Da ich aber schon gelesen habe, das hat eine Zeit gedauert und du weißt jetzt, wie es mir geht und weißt, warum ich keine Videos nicht mehr mache oder nicht mehr so viel, besser gesagt, oder eigentlich fast gar keine mehr. Musst selber wissen, was da ist. Aber es ist einmal schön zum Singen und zum Hören vor allem von jemandem, dass er mitkriegt, dass sie die Sachen nicht von allein machen. Von mir beide Daumen nach oben, brauchen wir überhaupt nicht miteinander diskutieren. Super geil gemacht, brauchen wir nicht schmerzen. An alle, die sich schleichen, direkt nach dem Video, wie spät ist es überhaupt? 3 Viertel, fast eine Punktlandung. Hätte ich noch 2-3 Mal öfter auf Pause drücken können, dann hätte ich eine Punktlandung um 10 gemacht. Like drauf smashen, auf meinen Stream Like drauf smashen, nicht vergessen, Abo da lassen, Kuss auf die Nuss. Ab jetzt ist KCD 2 auch wieder vorbei. Geht's mit anderen Spielen weiter. Nächste Woche Montag spielen wir Assassin's Creed Shadows. Was wir nächsten Mittwoch machen, habe ich noch keinen so einen richtig konkreten Plan, das kann man uns mal noch ausdenken. Ja, und am Schluss aus jetzt da, bevor sich die ganze Sau verschleicht, ich möchte so viel Fs in den Chat hineinsingen, wie ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Los geht's. So, wir gehen daher wieder zurück. Das habe ich nicht gekommen sehen. Ich hab die Befürchtung gehabt, das war bevor ich gemeint mit gnadenlos ehrlich, ich habe die Befürchtung gehabt, das wird wie so ein Zirger der, was heißt wieder? Ich mein, so viele solche Sachen haben wir noch nicht gesehen, aber das ist ein typisches erstes Video halt. Alles ein bisschen zirgert, alles ein bisschen, ja, geht so. Überhaupt nicht, oder? Überhaupt nicht. Super, super gut gemacht. Das Einzige, ja gut, aber da kostet nichts dafür, die gleichen Clips in verschiedene Kategorien. Das ist was für den Anschau-Dings, wie soll ich sagen, war es natürlich geiler, wenn das lauter verschiedene Clips sind, ist ja klar. Und da ist die Community, ich brauche euch einfach. Ihr müsst euch gegenseitig daran erinnern, klippt den Scheiß. Wenn irgendwas passiert, klippt es. Klippt den Scheiß und dann schickt einen Link in den Chat ein. Wenn es nicht im Discord seid, geht es in den Discord hinein, postet es da in die Clips hinein. Und dann geht sowas nicht verloren und dann werden sie die Leute, die das machen, ich weiß nicht, ob der Bahako das jemals nochmal vorhat, jetzt lasst es mal eine Zeit lang in Ruhe, da fragen wir einen Zukunfts-Bahako in einem Dreivierteljahr nochmal, der rührt sich dann schon, ob er sowas nochmal machen möchte. Ich glaube, dass wenn ich das selber mache, das war ein wenig eine komische Geschichte, irgendwie, dass ich seltsam anfühlen, genauso seltsam wie jetzt, dass ich die Dreiviertelstunde lang da über mein eigenes Scheißloch, ist auch irgendwie seltsam, aber ich kann mir auch nicht helfen, was soll ich machen? Eventuell Kategorien dann zusammenfassen, aber nochmal absolut geniales Video. Da gibt es nichts dran zu rütteln.
absolut nichts. Absolut geil gemacht. Vielen Dank, Herr Bahako. Made my fucking evening. Dankeschön. Ja, schön, das, was der Riese Mike schreibt. Jetzt weiß was mir geht. Wo kommt das nächste Video? Was ist mit Bissi aus? Gefreut dich, dass der Bissi, wie soll ich ihn sagen, wirst ein paar Mal markiert werden wahrscheinlich die nächste Zeit. Kann passieren. Sehr gut. Das wird jetzt schon Tradition, oder? Ja, aber Hako, wie schaut es jetzt da aus? Eigentlich einmal. Gottlos gut. Like, Abo und Kommentar ist da bei Hako. Alles rein damit. Riesen Mike, ich mach's wieder Bürger. Jede Nachfrage ist 1 Monat später. Er beobachtet und lernt. Wann VIP-Eskorte 2.0? Es ist schon so, jetzt mal, wenn ich die an den Server zeige, zurückdenke und so weiter und so fort, dann überlege ich schon, natürlich war es lustig. Aber da muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Weißt du, was ich für mehr Pocket? Vielleicht gar nicht der Easy, sondern auf einen GTA 6 Server. Da können wir uns dann vielleicht nochmal sehr ernsthaft drüber unterhalten. Weil da brauche ich dann Leute. Da brauche ich einfach irgendwie Moderatoren, die da Bock drauf haben. Und ich glaube, GTA 6 genießt eine genügend große Aufmerksamkeit, auch in dieser Community, dass wir da Leute zusammenkriegen. Schauen wir mal. Bei Hako sein Kanal geht wahrscheinlich gerade über. Schauen wir mal. Was haben wir da? Naja, geht schon irgendwas. Es dauert meistens auch für uns in der Öffentlichkeit sichtbar, dauert es meistens, bis sie die Abozahlen updaten, bis sie die Like-Zahlen updaten und so. Und vor allem die Aufrufe updaten. Bei mir steht beim Stream, meistens, wenn ich einen Stream ausschaut, steht bei mir dort 1500 Aufrufe, dann kriege ich meistens immer einen kleinen Herzinfarkt, so wie, Alter, das ist was? Und dann schaue ich am nächsten Tag und dann haben es 6, 7, 8000, je nachdem, wie gut der Stream war, sagen wir so. Wann kommt ein GTA 6 raus? Das ist eine richtig gute Frage, das wissen wir noch nicht. KCD 2 Server um die Wetten schmieden. Freitag Sonderstream, Assassin's Creed Shadows war geplant, ich bin aber am Wochenende nicht da. Freitag-Streams wird es wahrscheinlich so schnell nicht mehr geben. Der letzte war eigentlich gedacht gewesen am Freitag in einer Woche mit Commandos Origins, aber das haben sie leider verschoben, also fürchte ich, und dann wird Zeit umgestellt und dann ist er wieder hell um 8 Uhr und so und dann mag ich am Freitag, sagt mir nicht besser, aber das mache ich schon immer so. Das mache ich, wenn man da jetzt besser ist, dem kann ich auch nicht helfen, das mache ich schon immer so. Das mache ich seit 7 Jahren jetzt so. Da haben dann die Wochenend-Streams über den Sommer, Frühling und Sommer, haben dann relativ rar. Wo Likes? Das kommt in 2-3 Jahren bestimmt erst. Meinst du GTA 6? Weißt du, GTA 6 kommt 20., 36. der 3. Trailer. Am 36. März, ja. GTA 6 2035 meine abwarten. Florian schreibt, was spielen wir, wenn Assassin's Creed Shadows nicht gut ist? Also am Montag, also wir werden ja den erst, wo ich das Spiel werde, den erst wo 2 Stunden hergeben. Dass wir 2 Stunden lang Assassin's Creed spielen können. Bis mindestens 10. Ich lasse mich übrigens auch, also ich versuche diesmal wirklich wie hat's geheißen? Skull and Bones war ich natürlich ein bisschen voreingenommen. Ich versuche das diesmal am Montag abzulegen. Ja? Versuchen wir mal da heranzugehen, Millermasi gleich. Versuchen wir mal vielleicht an das Spiel fair ohne zu gehen. Ich meine, ich mag Ubisoft auch nicht, aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Wenn die ein gutes Spiel abgeliefert haben, dann ist mir das wurscht. Dann bin ich also ehrlich und sage, hey, okay. Wenn es aber wieder eine absolut langweilige Scheiße ist, die 2 Stunden braucht, bevor überhaupt irgendwas losgeht, dann muss ich sagen, fuck you. Dann hagelt's 80 €. So, Mila Mausi, Dankeschön für 58 Monate. Einmal vielen lieben Dank, danke Birgit, danke an die Community, danke an Steffi und Bahako, ihr seid die Geilsten. Da haben noch ein Haufen andere Leute dabei, die da sehr viel mitwursteln, unter anderem du. Wenn sie nicht da wart, weiß nicht, wie es war. Dankeschön an jeden. Mila Mausi, Dankeschön für 58 Monate. Stoshi, merci für 15. Aber, Stefan, merci für den Euro. GTA 6 erscheint am 30. Februar 2222. Ja, da treffen wir uns dann. Das regeln wir dann schon. Wie war's mit Only Way is Down für Mittwoch? Was ist das? Achtung, Only Way is Down. Ach, so ist das wieder sowas, bloß also nicht nach oben, sondern nach unten springen. Das ist mit einer Katz.
Kommt einmal, da smash ich jetzt mal ein Like drauf und schauen wir das an. Was haben wir da sonst noch? Hab mir eine VR-Brille gekauft, aber trotzdem danke nochmal für deine Meinung. Hey Gott, ich war nur einfach gnadenlos ehrlich. Ich meine, ich habe ja nichts davon, wenn du eine kaufst oder nicht kaufst. Und wenn es dir taugt, um Gottes Willen, good luck, have fun damit. Crowtag, was machst du? Was? Mr. Crowtag, erstens, warum wird das da nicht eingeblendet? Zweitens, warum sage ich das bloß im Chat? Drittens, warum ist da bloß ein verrücktes Emoji dabei? Mr. Crowtag! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Kuss auf die Nuss. Das ist einfach schon wieder 2. Das ist einfach schon wieder 2. Ich weiß nicht, was da heute wieder los ist. Ich weiß nicht, was da los ist. Wieso fährt's denn nicht rein? Crowdtag, ich glaube, wir müssen uns noch kurz gedulden. Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht ist es schon spät im Stream, dann funktioniert es nicht mehr so hundertprozentig. Birger, du hast ein Kartenspiel in der Wunschliste. Oh, das hat mir die Chlormizi geschrieben. Ja, das stimmt. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber ich habe letztes Mal die Wunschliste durchkämmt. Für diese Woche eigentlich schon. Ich wollte eigentlich die Woche, heute Thank Goodness You're Here spielen. Ich glaube, dass das ist mir so oft vorgeschlagen worden von euch, dass wir das eventuell da werden. Nächsten Mittwoch. Schauen wir mal. Was ist denn jetzt mit dem Crowbar? Crowtag, Entschuldigung, Crowbar ist was anderes. Crowbar, sagt man Crow oder Crowbar? Weiß ich nicht. Warum triggert denn das nicht? Was ist denn da los? Die erste Superreaktion dieses Users in einem Livestream, das sollte gefeiert werden. Dann kriegst du die Privattröte, Herr Crowtag. Achtung! Nice. Ich weiß nicht, was da wieder kaputt ist. Habt ihr Donations schon wieder aufgehaxt? Kruzifix nochmal. Vielleicht braucht es aber auch bloß ewig und kommt dann nochmal. Hey Crowdtag, ich hoffe, du bist da. Und du sagst das. Kuss auf die Nuss. Schönen Gruß aus Salzburg, schreibt er. Schönen Gruß aus Niederbayern zurück. Press F für unsere Lieblingsnachbarn. Haben wir auch schon lange gemacht. Was haben wir sonst noch? Ist zwar schon alt, aber war jetzt sowas wie Spirit of the North was für die. Hat man das nicht erst eine Spezi vorgeschlagen? Warte mal kurz. Das glaube ich, habe ich sogar auch in meiner Wunschlisten drin. Momento. Spirit. Nein, habe ich nicht drin. Warum nicht? Ist das? Ich glaube, ich weiß, was das ist. Spirit of the North. Nice, nicht! Da laufen wir mit einem Fuchs nebeneinander. Was kann das? Was tut das? Was sagt sie das in den nächsten 10 Jahren? Was ist das? Haben wir das nicht schon einmal angeschaut? Haben wir das nicht schon einmal an... Du, das packel jetzt einmal auf die Wunschliste, damit ich... Je länger die Wunschliste, desto besser. Weißt du selber, was ist. Herr Koppensteiner, danke Birger für die letzten Jahre, hast dich schon für jeden in unseren Lebensbeutel integriert. Machst echt geilen Content und machst unseren Alltag immer etwas entspannter. Dankeschön nochmal für alles. Herr Macke, da brauchen Sie sich nicht bei mir bedanken. Ich bin derjenige, der sich bei euch bedanken muss. Ich bedanke mich jetzt so zum 50. Mal beim Crowdtag, weil das passt mir gar nicht, dass das da nicht einer fährt. Was ist denn da schon wieder kaputt? Ich hoffe, der Crowdtag ist lang genug dabei, dass er weiß, dass da eigentlich nie irgendwas geht. Und keiner weiß warum. Dankeschön nochmal. Chat schlagen wir in Birger aller Split Fiction vor. Das habe ich schon auf dem Schirm, derzeit nicht, aber da brauche ich halt einen zweiten. Weißt du schon. Warum jetzt ein Wiener Akzent? Das ist eine gute Frage, Herr Stater. Ich weiß nicht warum. Frag mich nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Weil alles hieß. Ist bei dir Werner nicht da, alles im Arsch? Geh bitte recht schön. Copycat war das andere Kartenspiel, das habe ich auf der Wunschliste, das weiß ich. Jawohl, da ist. Was haben wir da? Oder gute. Missing Cat. Ein gutes narratives Spiel für Ablehnung, Zugehörigkeit und die wahre Bedeutung von Zuhause. Es folgt der Geschichte einer adoptierten Tierheimkatze, die Opfer eines Plans wird, als eine eifersüchtige, streunende Nachahmerin ihr den Platz im Haushalt stiehlt. Was denn das? Playtime so? 2,7 Stunden, 2,8, 2,8, 2,7, 4 Stunden, 3,6, 5,4, also so 2 Streams lang. Das schaut eigentlich ganz gut aus. Ich hätte einmal ans Wölfchen gedacht und hätte gesagt, so Moss kann vielleicht einmal in Frage kommen, nur so lange es noch kalt ist. Mal gucken. Wow, Alter, das triggert mich aus Österreich so dermaßen, ich hasse den Ur-Wiener Akzent. Das ehrt mich aber, ich habe nämlich keine Ahnung, wie ein Ur-Wiener Akzent geht. Und anscheinend kann er dann nicht so schlecht sein, wenn es die Säcke austriggert.
Die Pony wird bestimmt auch cool zum Streamen. Die Pony habe ich auch schon lange mal geschmatzt. Schon lange mal. Halt, stopp. Das habe ich aber schon einmal gespielt. Also das Spiel ist auch von 2012. Es gibt aber auch neuere. Du, da fällt uns schon was aus. Wie schaut es mit Lemminge aus? Ja, schlecht. Aktuell. Muss dann Vorstand für Crowdtech rufen. Ja, der reißt mir da ab, das sage ich dir, was ist. Ende Mai kommt Roadcraft raus. War das aus? Roadcraft hört sich schon wieder so ein bisschen nach einem Autorennen noch. Oder. Oh, was ist das? Warte mal. Du führst ein Spezial. Oh, we get to build a Mann, ich mag in der Steam-Vorschau keine behinderten Streamer sehen. Ich mag. Paralleled interaction with your surroundings. And the next. Du führst ein Spezialunternehmen zum Wiederaufbau von Standorten, die durch Naturkatastrophen zerstört werden. Nutze deine Baumaschinen, um die Industrie wieder anzukurbeln, beseitige Trümmerbau, schädliche Straßen, Brücken, und vieles mehr. 20. Mai. Rauf auf die Wunschliste. Das werden wir dann wohl parallel zu Doom spielen. Snowrunner mit Baumaschinen. Ja, kommen wir vielleicht einmal. Sagst du das neue Assassin's Creed? Flo, am Montag schauen wir es und so. Was haben wir sonst noch? Uncle Jobs Rocket Shop. Roguelike war was für ein Ausfall zum Beispiel. Habe ich noch nie gehört. Uncle Jobs Rocket Shop. Ich mag bloß ein paar Screenshots sehen, damit ich grob weiß, wie es ausschaut. Oder kann ich schlecht Bewertungen. Haben wir alles auf die Wunschliste. Das ist alles einfach, damit ich es nicht vergiss. Rocket Shop wird er nicht raffen. Hey, spring ich langsam reiten, gell? Ganz furchtbar langsam reiten. So nicht. Herr Baudo! Jetzt wäre 14 Monate. Ich habe mir dann gleich Nachschau-Squad wahrscheinlich. Endlich Spätschicht du mich. Zeit ist man. Do it. Was, also, das ist mal anschauen, oder was? Handy with a wrench, quick thinking, and willing to dive into some really questionable places. There isn't a thing he can't fix to the customer's satisfaction. After a little study in it. Eine Raumschiff-Werkstatt-Simulation? Steh auf, arbeite, finde Freunde, mach dir Feinde, zahle Miete, verbessere die Werkstatt, grüble über die Sinnlosigkeit des Lebens, geh schlafen und dann alles wieder von vorn. Okay, ich kapier's nicht. Leck mich. Keine Eier, dass du spielst. Warum? Was ist da das Besondere nicht dran, oder was? Verraten Sie mir den Kniff. I think I found my new crack-like game addiction. Absolutely in love. You read about a module, learn how to diagnose and fix it, earn money, upgrade, die, rerun with the option for special upgrades that last in between runs. Absolutely recommend. A fun game with an interesting concept that's completely hamstrung by needlessly being a roguelite. Was ist der Kniff dran? Ist so schwer oder was? Wann kommt der neue Elden Ring DLC? Juni, Lea, jawohl, am 30. glaube ich. Night Rain. Oder am 30. Mai. Warte mal. Muss ich kurz meinen eigenen Plan einschauen? Schreib mir hier auf sowas. Am 30. Mai. Also da haben wir noch gute 2 Monate, 2,5 Monate fast hin. Mai ist ein guter Monat, da kommt dann auch Kommandos, da kommt Doom, das neue, auf das habe ich fett Bock, das wird richtig geil. Dann würde ich mir wünschen, dass Killing Floor mal wieder angekündigt wird, aber das werden wir wahrscheinlich noch auf nach der Sommerpause verschieben müssen. Schaut aber auch nicht, weil da kommt noch gar nichts außer Witchfire am 20. September, sonst steht da noch gar nichts drin. Das macht mir auch so ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast eine Hand durch, das wird dein bester Freund. Es ist jetzt auch kompliziert. Meine, geht schon mal. Deadpool ist auch schon ein bisschen älter, aber da nicht so lang zum Durchspielen. Das habe ich offstream, wie es rausgekommen ist, damals schon mit einem Spezi durchgespielt. Witchfire ist doch schon heraus, oder? Also ich habe mir das da am 20. September eingeschrieben. Jetzt warte mal. Wahrscheinlich Early Access ist wieder raus, oder? Witchfire. Doch, da tatsächlich 36 €. Ja, ist ein Early Access. Ist ein Early Access. Ist jetzt auch kein so direkt Stream-Spiel, muss ich sagen, Witchfire. Ich habe es bloß einmal hingeschrieben, weil es eventuell für einen Lückenfüller gut ist. Mal gucken. Ja, da findet man schon was.
Simato schreibt, Witchfire ist doch schon das, weil da überlege ich schon lang. Ich habe keine, also Bewertungen sind positiv. Für einen Early Access Titel hat es auch sehr viele positive Bewertungen. Aber, was ich für so ein bisschen eine Vermutung habe, wir haben da sicherlich noch ein paar Optionen mit Simulatoren. Ja, ich scroll einmal kurz durch meine Listen. Ja gut, da sind ein Haufen Horrorspiele drin. Luto steht immer noch nicht fest, wann es kommt. They Are Here steht immer noch nicht fest, wann es kommt. Da bin ich auch gespannt, ob wir das bis Oktober noch zum Sehen kriegen. From the Day to Day steht auch noch nicht fest. Aber gut. Auf den Cooking Simulator 2 Leute ich warten. Da hätte ich Bock. So, was haben wir da sonst noch? So, Zero Sievert interessiert mich schon lang. Cosmotier darf mich interessieren. Big Ambitions darf mich schon lange interessieren. Das habe ich schon letztes Jahr im Juni habe ich das schon hinzugefügt. Dann haben wir da Reanimal und The Little Nightmares 3. Ist auch noch keine Ankündigung nicht da. Zigtausend Sachen mittlerweile drin. Das Jurassic Park Survival darf mich interessieren. Gibt es auch noch keine Ankündigung. Es gibt so, die darf mich interessieren. Jetzt pass auf. Ale and Tail Tavern. Das ist, glaube ich, ein Community-Zock, wie soll ich sagen, wir haben ja doch schon einmal wo kommt ein Birgers Busenbude her? Vom Tavern Master, glaube ich, oder geheißen. Nicht Tavern Simulator, sondern Tavern Master, und der war super. Also der war wirklich gut. Den darf ich mir auch gerne anschauen. Dann darf ich die ganze Zeit schon warten auf Low-Budget-Repairs, das schaut nach einem richtig geilen Blödsinn aus. Dann habe ich da noch einen TCG Card Job Simulator. Der wird sich aber wahrscheinlich genauso spielen wie der Supermarket Simulator. Wir haben noch einen Motel Manager Simulator, das wird wahrscheinlich auch wieder das gleiche Spiel, bloß mit Motels. Ein Crime Scene Cleaner. Dann haben wir noch einen Haufen anderes Zeugs, Subnautica 2, bla bla bla, Copycat, Kingmakers, der Pet Shop. Aber der ist noch nicht raus. Also einen Pet Shop spielen wir auf alle Fälle. Das gebe ich dir mal Brief und Siegel. Einen Job Simulator haben wir da. Half-Sword darf mich noch interessieren, das ist aber auch noch nicht rausgekommen. Chocolate Factory Simulator haben wir noch. Hat schon mal jemand Liar's Bar gespielt? Kennt das jemand und hat schon mal jemand gespielt? Der Car-Mechanic Simulator, ja, da sehe ich mich. Da kenne ich mich aus. Herr Baudau! Wenn es um Retro geht, kannst du die Spiele von Hugo Moorhuhnjagd oder Sven Bomwollen zocken. Weil, Alter, wie lange hab ich den Namen Sven Bomwollen nicht mehr gehört? Moorhuhnjagd ist halt auch genau lustig für 2 Minuten. Und dann war's es. Die Hugo-Spiele kann man machen. Da gibt's nämlich viele. Ja, schauen wir mal. Merci für den Fünfer. Schluss jetzt mit der Rumdonaterei. Genug heute. Liar's Bar ist so fucking funny. Liar's Bar ist auch nur Among Us mit weniger Rätsel. Ich hab mir noch nichts angeschaut dazu mit voller Absicht. Also ich kann mir nur grob vorstellen, was da los ist. Das kann man uns eigentlich auch. Mich darf stark interessieren, was es kann. Dann, das wollte ich eigentlich machen, bevor wir mit KCD angefangen haben. Ich habe nicht geahnt, dass KCD so lange dauert und so lange so viel Spaß macht. Die ganzen Planet Coaster und so Rollercoaster Tycoon mal mit einer Retro-Reise anfangen und dann die neuen mal ausprobieren. Also so Theme-Park-Simulatoren halt. Park-Simulatoren. Dann Storage Hunter Simulator habe ich noch. Ein Recycling Center Simulator habe ich noch. Dann aus irgendeinem Grund ist da Daisy Frostline drauf, warum auch immer. Was haben wir noch so? Zigtausend Sachen. Was ist ein Infernax? Keine Ahnung, wann ich das da hinter habe. The Cabin Factory, Order 13. Und so viele Leute von euch haben mir Thank Goodness You're Here empfohlen. Wie lange dauert denn das? Wie lange dauert denn? Weil es mich interessiert, das ist so komisch gezeichnet und so deppert, dass mich interessieren hat, was das kann. Und es hat auch richtig viele gute Bewertungen. Über 5000. Und schaut eigentlich wieder nach einem Pimmelspei aus, das man unterschätzt und danach ist dann super ulkig und sau lustig. Recycling kannst du da behauen, das ist ein Scheiß. Gut, das waren viele Simulatoren, die wir gespielt haben, waren ein Scheiß. Wann eigentlich das letzte Creepy Tale? Herr LP Dragon, jetzt hast du was gesagt. Wir haben noch Creepy Tale 3 nachzuholen.
Ich glaube, dass genau das Richtige ist jetzt, solange es noch um 8 Uhr finster ist. Das geht jetzt nämlich dann ganz schnell, dass dann ab Anfang Mitte April wieder dann Zeit für gestellt und dann dauert es noch 2 Wochen und dann ist es teilweise bis um 9 Uhr schon wieder hell. Dann macht sowas keinen Spaß mehr. Ab nächsten Mittwoch spielen wir Creepy Tale 3. Das haben wir jetzt über ein Jahr lang. Über ein Jahr lang haben wir das jetzt geschoben. Das weiß ich, dass das schon wieder ein Jahr her ist mit den Euro-Schrottspielen, das kann ich auch nicht fassen. Das kann ich eigentlich auch nicht fassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal, was hat ein Creepy Tale 3 für eine Playtime? Schauen wir mal bei den Leuten da, steht oft dort ein Sim-Stund, 6,9 Sim-Stund, 3,5 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, 9 Stunden, 6 Stunden. Also schätze ich mal, werden wir mir so 8 brauchen. Das heißt, das sind mindestens 3 Streams. Mindestens. Die Daten sich genau ausgehen. Da fangen wir nächsten Mittwoch an, schauen wir rein. Ich hoffe, dass es genauso gut ist wie die ersten 2 Teile. Also ich gehe davon aus, dass es genauso gut ist wie die anderen 2 Teile. Und dann sehen wir es schon, ob wir es über 3 Wochen ziehen oder ob wir vielleicht machen wir einfach Montag und Mittwoch Creepy Tale, bis wir fertig sind, fertig. Es sind maximal 3 Streams oder so. Das hört sich richtig gut an. Und die Spiele waren wirklich, wirklich gut. Die haben wirklich Spaß gemacht. Da kann die Community mitmachen, mit dem Raten, wie es ist. Ich möchte keinen haben, der es wieder vorher spielt und mir dann alles sagt, sondern wirklich nur Leute, die es vielleicht nicht wissen, sondern mitraten. Das ist halt das Perfekte. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich erinnere mich sehr gut daran. Das war ein gutes Spiel mit dem Craig Bobber. Birger, willst du nicht einmal wieder bei Manor-Lords reinschauen? Das ist auch eine Idee über den Sommer. Ja, warum nicht? Schauen wir mal. Wie lange hat die scheiße Playtime auch noch? Allein die Musik ist schon geil, das ist richtig. Der Artstyle ist einfach geil. Spoiler, wenn du es durchspielst, ist es Spiel. Danke, Sprengi. Wie immer bedankt sich die Firma Birger GmbH und Co. KG für ihren geistreichen Beitrag. Danke. So, jetzt ist er rüber. Herr Connor, du gibst jetzt Zeit. Jetzt kommen Sie wieder mit die Donations her. Danke, dass es die gibt, Birger Plus. Grüße an Konsti. Konsti, wer immer der Konsti ist, ich glaube, der Connor möchte da mal eine zipfen. Ja, oder Zipfel zusammenhauen, oder was weiß ich, Kämpferbiesin. Irgend sowas. Herr Aback, merci für den Zwiegel 50 und merci für die anderen Donations natürlich auch. Kuss auf die Nuss. Mehr Begaffe! 72 Monate ist narrisch. So, bin jetzt einmal da, ab in die Nachschauungsquote. Ich wünsche viel Spaß, es war mir ein Fest. Und wir schleichen uns jetzt heute. Heute schleichen wir uns mal früher. Ja, die letzten Wochen haben wir immer gnadenlos überzogen. Meine Damen und Herren, nochmal Triple F für den Bahako. Das war wirklich absolut insane, made my day. Danke für den schönen Abend. Und danke für die Mir, das war wirklich insane. Das war wirklich vollgas narrisch. Und eventuell müssen wir uns nochmal über die Short-Geschichte unterhalten. Das hast du dir selbst eingebrockt. Späßle. Danke für die ganzen Donations. An den Herrn, Scheiße. Crow. Top oder Bar? Ich kann es schon nicht mehr. Merci dir, es tut mir leid, das Ding ist da nicht übertragen worden, ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, was da los ist, da bist du eh noch herum, ein paar so wacht. Crow Tag! Nicht top, ich depp. Merci dir. Nicht vergessen zu liken, Abo da lassen, Glocke checken, Kuss auf die Nuss, schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Danke für die ganzen neuen Mitgliedschaften, danke für die alten Mitgliedschaften, danke für die Resubs und Donations. Hauen Sie sich hinein, es war mir ein Fest. Wir sehen uns diesen Freitag nicht. Da bin ich wahrscheinlich brunstenvoll. Nein, nicht wahrscheinlich, sondern sehr sicher. Und wir sehen uns dann spätestens nächsten Montag, beziehungsweise am Sonntag auf die Nacht, wenn ich meinen Rausch ausgeschlafen habe im Discord. Und jetzt schleicht es euch dahin. Kuss auf die Nuss, hauen Sie sich rein. Ha! B! Ah, das war eine schöne Tröte. So, vom Sprengi, da verstecken wir uns jetzt am Schluss wieder. So wie wir es immer machen. Da schaust du. So, jetzt treffe ich aber einen Button nicht mehr. Das ist jetzt mal das gleiche Problem. Das habe ich immer noch nicht fertig gedacht. Das Konzept ist noch nicht ganz fertig.